Okay, es wird ja nichts umsonst gemacht. Jetzt sagt der YouTube selbst sagt gerade, dass er ab jetzt live übertragen wird, was wir hier von uns geben. Geilomat. Richtig, richtig geil. Mr. Gay Pimp 5000. So kennt man mich. Land ein, Land auf, Land Dann ab. sagen wir herzlichen Glückwunsch, wollte ich schon sagen, wobei man eigentlich schon sagen kann. Herzlichen Glückwunsch an alle, die es in diesen Stream geschafft haben, weil ihr habt jetzt die schönste Zeit eures Lebens. Mit wie vieler Illusion, Kani und Seppi ist dabei. Hallo. Und wenn man Seppi sagt und wenn man schon ein, zwei Mal gehört hat, dann weiß man, dass es heute um Talkthrough geht. Wir sind mal leider eine Woche spät dran. Es ist immer nur der Talkthrough von September. Aber ich habe das dann verschoben noch mal eine Woche, weil ich wollte unbedingt das neue Zelda mit einbringen in diese heutige Folge. Und Hau. herzlichen Dank, Nintendo. Ich habe das Zelda bis heute noch nicht gekriegt. Oh, ich dachte, du hättest da Insider-Infos vor dem neuen Spiel. Nein. Leider nicht. Mir tat so sticken. Auf der einen Seite bin ich ganz froh, weil ich mit einem anderen Spiel noch voll beschäftigt bin, das mir gerade voll taugt. Da reden wir später noch mehr darüber. Aber ja, darum haben wir es eine Woche verschoben, völlig umsonst. Da Nintendo irgendwie, also ich habe direkt bei Nintendo bestellt, diesen My Nintendo Shop oder wie der heißt, weil da gibt es ja dieses super coole Rollbeutel dazu, wo sie Ja, nie das aufhängen will ich wird, mir. aber ja, ich werde es nie aufhängen, aber lieber haben als brauchen, wir wissen es ja. Und ja, bis heute kein Zeldor, drum werden wir dann im Talkthrough Oktober über Zeldor schmatzen. Schade, schade, schade. Ja, ja. Aber dafür habe ich den schönen Link's Awakening Amiibo aufgehängt. Der gerade noch so im Beutel ist. Warte, vielleicht muss ich mal kurz Kamera anheben. Ui, ja, so ist besser. Lass es so. Jetzt ist es Perfekt. umgefallen. Was ist mit dir, Hurensohn-Kamera? Die Katz. Ja, auf alle Fälle hängt er da. Jeder, der ihn kennt, der weiß, was das ist. Ein Gedicht von einem Amiibo. Im Herzen habe ich es nämlich schon gespielt. Ja, tatsächlich habe ich jetzt gezögert, weil ich mir gedacht habe, ich spiele jetzt einfach erst einmal das Link's Awakening Remake, bevor ich das so fange, weil da bin ich auch noch nicht recht weit. Und es ähnelt sich ja ein bisschen optisch, haben wir gedacht. Ja, so ziemlich 1:1 die gleiche Optik, oder? Naja, geh erst Aber dann einmal machst du den nichts Titel. verkehrt. Machst nichts verkehrt. Das hast du auf, ich glaube, das Link's Awakening ist so ein Ding, das hast du auf 20 bis 25 Stunden komplett durchgespielt. Na dann, das ist ja nix. Das ist ja zack und vorbei. Easy peasy lemon squeezy. Das ist mal ein Wochenende, keine Ahnung, Crystal ballern, dass du nicht schlafen musst und dann hast du das ganze Wochenende Zeit. Das ist eine gute Idee. Ja, ja, völlig. Weil du hast da schon mal Haben einen wir Joint gleich- auch geraucht und der Söder hat er gesagt, es fängt mit Joints an und dann gibt's Crystal Meth. Und da wollen wir ihm natürlich nicht Lügen strafen, sondern ziehen wir das natürlich auch durch. Jeder, der schon mal gekifft hat, muss jetzt Crystal Meth nehmen. Natürlich. Und wer im Rothal wohnt, der ist am Herrn Söder gehörig. Ne? Da bin ich ganz Ehrlich? brav. Ja, Ich hätte eigentlich gemeint, dass es ein noch braunerer Sumpf ist. ja, inoffiziell. Inoffiziell. Ah, okay. Aber noch an das CSU-Straßen. Noch. Noch, okay, okay. Da wird langsam der braune Odel wird nur jetzt von Jahr zu Jahr immer weniger weggewaschen, oder? Der ja, Selbststraß am- verteilt. Am Straßenrand ist er schon ziemlich präsent, ja. Will ich mal behaupten. Schön ist da. Ich freue mich Das sehr, dass ist ich ja da bin. richtig schön, richtig schön. Der Basti 1992 auf Twitch fragt uns gerade, wann kommt denn wieder mal ein Talkthrough? Jetzt gerade. Jetzt gerade. Also das ist jetzt gerade unser Talkthrough vom September. Unser Ja. Talkthrough vom September. Da Jojo ist auch dabei. Das ist Habe die schön. Ehre. Haberdere. Jetzt kommen wieder die üblichen Verdächtigen aus da. Jetzt kommen sie wieder, daher die ganz üblichen Verdächtigen. Aber ja, coolste Neuigkeit aus dem Gaming-Bereich, die ich gleich mal schnell ausdroppen mache, ist, hast du gehört, dass Tamagotchi ein Comeback feiert? Nein. Da war ein Bericht bei der Tagesschau. Das Tamagotchi ist vielleicht nie ganz weg gewesen, aber aus den meisten Kinderzimmern war es verschwunden. Nun ist es bei vielen zurück und feiert sogar ein kleines Comeback mit einem eigenen Tamagotchi-Shop in London. Die Spielzeuge sind im Nostalgie-Look der 90er Jahre designt. Her damit! Ja, geile Mat. Hast du gewusst, kennst du vielleicht zufälligerweise noch diese deutsche Wirtschaftssimulation namens Wet the Sexy Empire? Ja, da bin ich immer noch ein leidenschaftlicher Community-Anhänger. Google's einmal, du kennst es sicher. Das Beutel hat jeder schon mal gesehen. Okay, warte, Von wie heißt der- das Wett? Wet the Sexy Empire. Da hast du Das quasi sexy, dein eigenes Porno-Business aufbauen müssen in gewohnt deutscher Wirtschaftssimulationsstruktur. Ah, ja, Also- doch, die Battles sagen mir schon was. Und von der hat es auch mal ein Tamagotchi gegeben. Echt? Ja. Geil.
Von der Luna, glaube ich, heißt sie. Oder Lula? Hätte ich gerne Tamagotchi von der. Rafi Oh. Geller. Geiles Porno-Business. Aufbauen. Geiles Porno-Business aufbauen. Super Spiel übrigens, habe ich früher geliebt. Da habe ich tagelang damit verbracht. Es ist auch wirklich lustig, muss man dazu sagen. Es ist nicht nur Scheiße. Also, ich habe jetzt halt eher gemeint, dass das wahrscheinlich ein totaler Müll sein wird. Philipp ist auch da, oder Dragoncry Philipp? Habe ich der eher geilen Grüß dich Typen? gut. Er meint sicher das nur gleich mich. beliebt. Er meint sicher nur Wer? mich, weil du hast seit heute eben versaubeidelt. Wahrscheinlich sagt er halt auch schon doppelt, weil es ist ja schon noch 5. Ja, das kommt auch noch dazu. Und außerdem zeige ich für 2. Wenn du übrigens, du bist ja stinkreich, das wissen wir. Das wissen Wer, ja ich? alle. Ja, genau. Weil du verdienst ja, du lebst ja praktisch mittlerweile nur von dieser einmal im monatigen, also diese einmaligen Teilnahme im Monat vom Ja, weil der Podcast. Talkshow da so jetzt mal so durch die Decken geht. Der explodiert Vielleicht sind alle komplett. anderen Formate einfach ein Überformat. Das ist echt irre. Wir sollten eigentlich mittlerweile Viva la Zoccollusion heißen. Unbedingt. Aber wenn du nicht weißt, wohin mit dem Geld, GameStop hat jetzt einen Retro-Laden angekündigt, in dem er sich dann darauf konzentrieren wird, dass er so Spiele ab Nintendo Game Boy, Sega Genesis bis hin zu der ersten Xbox und PlayStation 3 verkaufen mich. Also sprich, du kriegst dann all die Spiele, die jetzt schon teuer sind, auf Preisniveau von GameStop. Oh, lecker. Also wenn es dann zum Beispiel eine super erhaltene Conker's Bad for Day Nintendo 64 Edition haben möchtest, die jetzt schon also in der hervorragenden Qualität bis zu 500 Euro kosten kann, wenn nicht mehr, dann wirst du halt dann Tausender lassen. Tolle Geschäftsidee. Freut mich. Absolut, ja. Also Werde ich ein Abo abschließen bei denen. Auf alle Fälle. ja klar. Also GameStop weiß einfach, wie man Spieler zufriedenstellt. Ja, es ist eine fragwürdige Sache. Ich weiß es ja nicht. Es ist Sesslinger, sei du, servus. ja, grüß dich. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich mal Super Nintendo-Spiele gekauft, angefangen zum Kaufen. Da waren es noch einigermaßen, war das noch einigermaßen okay. Es ist jetzt schon ungefähr 10 Jahre her oder so. Aber mittlerweile ist es einfach Witz. Das ist Ja, einfach das eskaliert ja andere. Die scheiß Nachfrage nach so Retro-Spielen ist so enthergeschossen, dass die Total. Preise, wie gesagt, ich bin ja auch, ich sammle ja auch noch die alten und ich möchte halt dann immer original verpackt haben, also in der kompletten Ding. Und da, wie gesagt, Conker's Bad for Day war schon immer so ein Spiel, das ich unbedingt einmal haben möchte. Und das ist, glaube ich, der Endgegner an Nintendo 64-Spiel, wenn du das haben möchtest. Also unter 350 Euro, glaube ich, kriegst du da nichts, wenn du wirklich schauen möchtest, dass die Schachtel noch gut, dass es komplett ist und dass die Schachtel auch noch ein bisschen nach was ausschaut. Und vor allem dann kommen die ganzen Wichser daher mit einem scheiß Grading. Fickt euer scheiß Grading. Schickt Ja, euch das genau, sonst der irgendwo Mist. hin. Da sind irgendwelche Arschlöcher, haben sie da hingesetzt, die einfach selber entschieden haben, sie legen jetzt die Kriterien fürs Grading fest. Das ist ja nicht genormt oder sonst was. Das war, sagt man mir zwar sagen, jetzt machen wir eine Grading Company auf. Machen wir halt entschei- einfach. Was ja, halten Sie auf? theoretisch kann man sie einfach tun. Und dann kommt einer daher und sagt, ich hier, mein Spiel ist gegradet. Ja, wow, da kannst du jetzt irgend so einen, keine Ahnung, Drogen-Junkie am Bahnhof Zoo gehen und kannst sagen, grade mir das mal schnell, da gebe ich genauso viel Wert drauf, Vollidiot. naja, Wahnsinn. Da regt mich- Ja, da Im kannst du- Prinzip, die Idee dahinter ist ja nicht unbedingt schlecht, dass man halt sagt, man möchte eine bestimmte Basis haben oder sowas, aber es wird halt wieder ausgenutzt ohne Ende. Das ist Erstens mal halt der das und zweitens gehört da dann gehört in meine Augen dann irgendeine Regelung oder so her für dieses Ja, Grading, nach welche unbedingt. Dinge, nach welche Kriterien wird das gemacht und so. Und dann, wenn du es eben dann hast du gleich mal, schau, Conker's Bad for Day, gegradet, beste sowieso, ich möchte jetzt halt 8.500 Euro von dir. Ja, und ich möchte die anfahren, dass du einen Hüftenbruch hast, du Penner. Du es aber auch nicht, also verlang nicht so viel Geld davon. Wem es Ja, übrigens da- nur ums Spulen von die Spiele geht, es gibt mittlerweile einen Streaming-Dienst für Retro-Spiele, gell? Ehrlich? Der kostet irgendwie, weiß nicht, zwischen 5 und 10 Euro im Monat, glaube ich. Und da kannst du lauter alten Scheiß spielen. Geil. Ist das dann, also über den PC praktisch dann, oder kann ich das auch über genau. irgendwelche Konsolen? Das weiß ich nicht dazu? genau. Das gibt es noch nicht so lang. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie das heißt. Das ist das Blöde. Schau mal, ob es mir wieder einfällt. Aber soweit ich weiß, geht das jetzt nur im PC. Weil du müsstest bereits dann quasi irgendwie eine App auf der Playstation oder so. Weiß ich nicht, ob es das gibt. Keine Ahnung. Käme ich nicht aus, ich spiele nicht so viel. Eben. Zocken ist nicht so meins. Scheiß Graden, jetzt bin ich immer noch grantig. Genau, wenn wir schon beim Graden sind und beim Leidaussack gehen, hast du es mitgekriegt mit der Anniversary Edition von der PlayStation 5? Ja. Dass die Scalper da jetzt schon unterwegs sind und 5.000 Euro aufwärts dafür verlangen. Ja, Wichser haben sie alle miteinander. Und nicht nur da, beim Laufwerk auch, gell? Ehrlich? Weil es kommt doch jetzt die neue PlayStation 5 Pro raus. Ja. Und da brauchst du zu der brauchst du ja ein Laufwerk, wenn du Das haben nervt möchtest, mich voll. dazu kaufen. Sofort ausverkauft gewesen nach der Ankündigung. Was soll denn das alles?
Was soll jetzt Ja, kostet die das Scheiß, ist das allerletzte. jetzt kostet die Scheiß Pro schon, was, 700 oder 800 Euro, gibt's nur als digital, musst du für 100 bis 150 Euro so ein Scheiß Laufwerk noch dazu kaufen und einen Standfuß, glaube ich auch noch, oder? Den Ja, du brauchst du bist dann mit auch noch. Standfuß und Laufwerk, also wenn du eine komplette Konsole haben möchtest, bist du bei 950 Euro. Wow. Ist Das ist ein bisschen krass, finde ich. Ich weiß ja nicht. leicht over the top, würde ich jetzt sagen. Ja, leicht over the top. Ja, vor allem eben dann noch mit dieser Scheiß, die Retro, glaube ich, gibt es ja dann auch als, also beziehungsweise die Pro, glaube ich, gibt es ja auch als Retro Edition dann im November. Da meine ich, wie viel kostet denn die, wenn die normale schon 5.000 Euro kostet? Ja, das ist total gestört. Ich find da die ganze Preispolitik von Sony da ein bisschen fragwürdig. Ehrlich. Ja, also ich habe mir so gedacht, so passt, die Pro, die werde ich mir holen, aber nein, ich hole es mir nicht. Vor allem, wenn du es vergleichst mit der Vierer damals, das war ja, damals war das ja ein ganz legitimer Schritt. Du hast von der Vierer auf die 4 Pro war das ein ziemlich krasser Unterschied. Vor allem, weil damals ja auch gerade der Wechsel zwischen HD und 4K stattgefunden hat. Also es haben auch die Leute haben auch vermehrt aufgerüstet auf 4K-Fernseher. PlayStation 4 ist meistens nur auf HD-Fernseher gelaufen und hat gar nicht die Leistung gehabt. Also du hast ja schon durch das hast du schon diesen Sprung gehabt. Wenn du dich noch erinnern kannst, wie krass das damals war, wenn man das erste Mal 4K erlebt hat, war das quasi Ja, ja. wie, als wäre die Welt schärfer geworden. Völlig gestört. Jetzt haben wir das Problem aber nicht. Wir haben ja alle 4K-Fernseher, ganz tolle, die machen technologisch kaum mehr Sprünge. Ich 8K habe kann man sowieso nicht mehr einen wahrnehmen. 8K. Ich habe einen 8K und Ja. ich sehe das genau. Kein Format, das irgendwo eingespeist wird, unterstützt das, aber Ja, egal. alles bei mir, ich habe da einen extra Deal. Und nicht einmal PlayStation 5 Pro unterstützt, macht 8K. Also, Kann der nicht irgend so eine Hochskalierung auf 8K, hätte ich gemeint? Das ist doch nicht irgend so ja, ein die Scheiß. haben irgendwie also keine native 8K, sondern so Hochskalierung, ja. Ja. Aber who cares? Ja, Ganz ehrlich. leck mich. Wen interessiert der Scheiß? Also das ist so eine winzige Zielgruppe, die da sitzt und Schleider noch fangen, wenn es ein Pixel mehr da sagt. Ja, Ja, vielleicht ist es dann gerechtfertigt, vielleicht kaufen die das für das Geld auch, aber ansonsten, also wer überlegt, vergisst es einfach. Scheiß drauf. Braucht kein ja, Mensch. ich bin raus. Na, unbedingt. Ich bin Weil, komplett raus. Da kaufen wir das müssen lieber ja dann die. Was? Das müssen ja dann noch die Spiele entsprechend unterstützt werden. Das gibt zwar schon Listen, aber es ist auch nicht jedes Spiel drauf. Ja, habe ich auch gesehen. So die großen Namen auf alle Fälle, die Sony-eigenen und so, die sind schon Ja. mit drinnen, aber ja, also wenn ich da mit einer abgegradeten Playstation, wenn ich nicht alle Spiele, die ich vielleicht schon habe, drauf springen kann, weil ich da noch miteinander Ja. katzeln muss. Es Könnte ist man mich ja am nicht Arsch einmal die lecken. jetzige normale PlayStation 5 läuft ja auch schon nicht am Leistungslimit. Das hat ja noch nie, weil es war ja immer der Generationenwechsel, es hat ja alles nur auf der 4er oder 4.4er entwickelt werden müssen. God of War Ragnarok zum Beispiel ist so ein Spiel, das ist eigentlich ein PlayStation 4 Spiel, das ist dann nur Hauptbrocher geworden auf die 5er. Das hat ja das Ganze unfassbar lang gezogen, den Generationenwechsel, der Mist mit der Byte-Kompatibilität. Jetzt haben wir endlich da mal da einigermaßen, dass tatsächlich echte Next-Gen-Spiele gibt, oder Current-Gen jetzt mittlerweile. Und jetzt kommt diese PlayStation 5 Pro und wird sich einfach nichts ändern. Na, ich bin raus. Ich hole mir dann, wenn dann nochmal eine normale Disc Edition und kaufe mir dazu noch vom Restgeld, das ich für die Pro noch braucht hätte und im Spiel Conker's Bad for Day Genau. ordentlich gegradet. Ordentlich gegradet. Huber Christoph ist auch da. Servus. Er hat sich vorher noch beschwert, habe ich gesehen. Weil heute ist heute ist Dienstag, auf alle, heute ist Dienstag, heute ist unser Hellraiser-Folge ausgegeben und die ist Steady-inklusiv. Huber Christoph hat sich beschwert. Warum ist die nicht frei? Warum machst du kein Steady-Abo und hörst es dann noch? Da gibt es vielleicht Knicker immer mehr Folgen oder so. aber Da echt, müssen wir ja. alle einfach nichts anderes mehr da aus dem Podcast. Knicker der Pimmel. Unglaublich. Kommt gerade eine Folge im Monat für die Steady-Leute und dann wird immer noch gemault. Hau ich alle ins Sacke. Von denen mal aber komischerweise keiner, oder? Für das Steady Light. Nein, von Die haben denen um jeden nicht. Strohhalm froh. Die sind um jeden Strohhalm Frau, ja. Die sind um jeden Strohhalm Frau. Nein, ich brauche jetzt noch mehr Fan-Treffen, dass ich mir die ganzen Grattler sacken kann. Oh, Das ja, heftet. bitte. Ich muss jetzt einen- Community-Treffen. Das wird richtig geil. Hast du es gelesen? Ja, er ist arm und hat kein Geld, sagt er. Ja, ja, ja. Glaub kein Wort nicht. Glaub Aber kein für die Wort Internetleitung gelangt's. Und für nicht. Ja, das genau. Handy. Ja, genau. Das kann man mit dem neuen iPhone da sitzen und uns gerade anschauen und nebenbei Steaks mit Blattgold paniert fressen, aber er kann sich jetzt kein Steady-Abo leisten. Unglaublich. Direkt vor mir. Ja, ja, knockert. Aber er kann sich nichts leisten. So viel sie vielleicht bald Pocket Pair nichts mehr leisten kann, die Entwickler von Palworld. Nintendo ist jetzt doch auf die Klageschiene gegangen, hast du schon mitgekriegt? Ja, und wie geil wieder. Mit den Ja. scheiß Patente.
Ich bin ja gespannt, welche Patente haben sie jetzt alles hier drin. Ich glaube, diese Fang-Ding, oder? Das ist ja das Geile. Man meint ja, in erster Linie meint man mal die Verklongt jetzt, weil die Pals ausschauen wie Pokémon. Ja, genau. Stimmt das überhaupt nicht. Die werden, das deswegen war werden die mein nicht Ding. verklongt. Das funktioniert nämlich in Japan wegen einem Patentrecht da überhaupt nicht. Also das Okay. ist sau schwierig, dass du da irgendwie Kunst und Kunstwerke oder sowas da irgendwie recht kriegst. Und jetzt versuchen sie es wieder auf die Nintendo-typische hinterfotzige Scheißtour. Sie haben quasi, in Japan ist das Patentsystem so, dass du quasi, da gibt es so eine Art Dachpatent und aus dem kannst du dann verschiedene Unterpatente ziehen. Und diese neue Patente, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist einmal das Werfen eines Fangutensils. Gegenstandes oder das Fangutensils, ja, sowas, so geil. Und dann nur einfach als Reiten in einer Spielwelt, im Prinzip. Das hat sich Nintendo patentieren lassen, das Reiten. Genau, und die zwei Sachen haben in Japan tatsächlich auch durchgegangen. Die haben es aber erst nach Palworld abgegeben, ja? Die Penner. Also das ist ganz Ach klar so. deswegen gemacht worden. Und die haben in Japan Dreckschweine. tatsächlich durchgegangen, die haben es gekriegt, in die USA und im restlichen Westen allerdings nicht. Mit der Begründung, ja, im Prinzip, dass das ja eine offensichtliche Tätigkeit ist und da gibt es keinen Grund für ein Patent. Ja, ich würde gerade sagen, die Also, Begründung ist halt einfach, logisch sei ist- heute fotzen. Ja, genau. Ich mir hätte mir jetzt als Reiten in Spiele patentieren lassen und dann Palworld verklagen. Halt dein Maul da einfach sagen. Ja, richtig. Also dann kommt dann der Rockstar-Chef mit Red Dead Redemption 2 und haut dann in Sacke. Ja, jeder, der jemals irgendwo CD Projekt Red, alles, wo jemals irgendwo geritten ist, was wahrscheinlich ungefähr jetzt das zweite Spiel ist, wo du da Reitmechanik drin hast, So ein Scheiß. müsste jetzt dann Nintendo blechen, wenn es nach denen nicht geht. Also, Okay, ja, bin ich gespannt, was rauskommt. Ich glaube, dass das jetzt eher mehr eine Show und Schein ist als sonst Dinge. das ist wieder, das sind jetzt so eine typischen Drohgebärden. Das sind nur, die hauen Patente aus ohne Ende, nur dass sie es einmal haben, zur Sicherheit, falls mal irgendjemand kommt, der einer nicht passt und dann gibt es hier Patent-Action auf den Arsch. Patent Das ins ist- Arschloch. So auch wieder der Fall. Und Ja, die das- haben schon recht, die sollen sich nichts gefallen lassen. Ja, ja, es macht Du musst noch alle uns- Spielmechaniken Ja, kaputt. du musst ja als Großer schon werden gegen so kleine Hamdauer. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass die da vielleicht irgendwann einen Rang ablaufen. Hast du, wie lang ist ein Concord gelaufen? 3-4 Tage. Das ist einfach so weg. Irre, oder? Aber das Geile ist ja, dass Sony war ja so überzeugt von der Marken, dass ja in die Serie, die da auf Amazon Prime jetzt dann läuft, weiß den Namen gerade nicht. Ja, da, wo auch dann die Figuren- ganzen, die von die Macher von Love, Death and Robots, oder? Ist das, meinst du, die da? Ich meine schon, da ganz viele so Spielefiguren. Ja, drin. ja. Und da haben auch von Concord welche drin. Ah, ja, die waren ja da Bleiben voll. jetzt da auch drin. weil es ist Die haben- schon fertig, ne? Die haben ja gemeint, dass das, was weiß ich, dann Konkurrenz zu Fortnite und PUBG und was weiß ich, so diese Ja. ganz großen etablierten Namen wird. Weil ich habe dann auch einen Bericht noch in der Play 5, die haben noch einen fetten Bericht drinnen gehabt, was Sony damit erreichen möchte. Und dann ist irgendwie so, ja, Release und 5 Tage später so ungefähr, okay, das wird jetzt wieder eingestampft, alle Spieler kriegen komplett alles erstattet, was ich gelesen habe. Das haben ja, ich glaube, 25.000 verkaufte Einheiten oder sowas. Irgendwie so, also wirklich Bei völlig lächerlich. Kosten von 300-400 Millionen Dollar haben sie quasi ungefähr 1 Million eingespielt. Also irre krass. Also mega Flop. Das ist, glaub ich, der größte Flop der Spielegeschichte. Ja, das ist schon, ja, die war direkt erschrocken, weil man so dachte, ja, okay, das ist so Sony-Marken und in der Regel haben die schon, kriegen die schon immer so ein Beiß zusammen. Aber dass du wirklich so instant schnell, bam, weg, wird eingestellt, komplett, das kriegt so ein Geld zurück, machen wir nicht mehr. Irre. Aber Das gut, ist da haben halt- sie sich ein bisschen zu viel erhofft. Das hätte ich vielleicht ein wenig langsamer starten sollen. Es ist ja auch völlig bescheuert. Erstens einmal haben wir 2024 ist bald vorbei und da noch einen Hero-Shooter auszubringen, ist, weiß ich nicht, als gab es nicht schon 10.000 und den dann Eben. auch noch für 40 Euro verkaufen. Schwierig. Hätte ich vielleicht ein bisschen weniger investiert in das Ding und hätte dann einfach nach und nach immer größer gepatcht, wenn ich sage, es ist eine Community da oder so. Wo sie Ja, ja, aber das wo es ist- keine Ahnung, es haben doch wahrscheinlich diese ganzen Kleinen wie Fortnite, PUBG und so weiter, die sind jetzt die zwei Kleine. Namen. Ich mein, aber die haben ja auch kleiner angefangen. Nein, die- Scheiß. Die sind doch auch immer, ja, aber als es losgegangen ist, die sind doch nicht zuerst, sind doch nicht losgegangen, sofort, boom, voll explodiert. Ich meine, die haben ja dann auch ihre Ja. Funktionen und das zeigt immer, das haben wir dann gesehen, es läuft. Game. Das meine ich, dass man es vielleicht so machen, das soll noch nicht gleich mit einer halben Milliarde Investition da einsteigen und sagen, okay, das läuft in dem Moment, wo wir es rausschießen, genauso gut wie die jetzt schon, wie viele Jahre etablierten Namen. Naja, Das ist ein 15 bisschen, ja, oder so. ich glaube, das war ein bisschen arrogant.
Die haben mit dem letzten PlayStation-Chef, der jetzt der letzte Jahr oder sowas abdrehen ist, haben die eine ganz bescheuerte Strategie implementiert, mit denen sie wollten ja dann voll in Live-Service und so weiter investieren. Sie haben ja neben dem Concord-Debakel, sie haben ja auch noch einen Last of Us Multiplayer gehabt, den sie eingestampft haben. Der ist auch, genau, der ist auch weg. Ja. Sie haben ja Bungie extra dafür der gekauft. könnte interessant gewesen. Ja, aber der muss Popcorn. offensichtlich scheiße gewesen sein, sonst hätten sie ihn nicht eingestampft. Weil die offizielle Erklärung war ja, dass das Team klar ist, dass sie sich auf ein Next Singleplayer-Abenteuer und auf einen Multiplayer stürzen können gleichzeitig. Da bleibt irgendwas auf der Strecke. Ja, schon weitere klar. Leute einstellen ist ja auch keine Option nicht. Na, und vor allem ist es ein Riesenstudio, also das ist einfach Blödsinn. Und Ding Bungie, also das Studio, das Halo erfunden hat und Destiny 2, haben sie deswegen extra gekauft, dass die quasi neue Live-Service-Games machen und alle anderen Studios, die Live-Service-Games machen, auf die Finger schauen, dass sie es auch richtig machen und nichts funktioniert. Von denen, ich glaube, 16 oder so haben es angekündigt, gibt es jetzt nur 8 oder so und von denen 5 oder so hört man nichts mehr. Also, totaler Mist. Also nicht so gut durchdacht, diese ganze Sache. Ja? Na, lieber 800 Euro PlayStation auszubringen. Genau, besser. das ist auf alle Fälle eine gute Idee. Das ist auf alle Fälle eine gute Idee. Hast du die große Vogue-Debatte schon wieder mitgekriegt? Ich habe gehört, dass es ein neues Ghost of Tsushima gibt. Das habe ich gehört. Und alles Ja, andere interessiert genau. mich nicht. Sollen Und sie jetzt sonst traut wohin? einmal, da ist eine Frau eine Hauptrolle. Ghost of Utah, meine heißt's. Bombengeil schaut diese Fortsetzung aus. Also wirklich, der Trailer schaut ja obergeil aus. Ich habe Ghost of Tsushima leider nur angespielt, nicht durchgespielt. Das ist so gut. Und dann, So gut. jetzt haben wir 2 Spiele. Und haben einmal einen Mann in der Hauptrolle und jetzt eine Frau. Also wirklich Chancengleichheit, 50-50. Komm, das ist perfect balanced, wie der Thanos Song da. Du weißt schon, perfekt. Und dann heißt das ist alles so woke, es hat alles so woke. Was ist mit euch? Soll jetzt eine Frau mit einem Schwanz sein, damit es zumindest 75% Männlichkeit in 2 Teile hat, oder wie? Stell dir vor, was dann los war. Ja, aber man hätte man zumindest einen ganzen Mo und dann einen Schwanz und dann war man ein bisschen mehr als weiblich, keine Ahnung. Also da redet man nicht muss mehr das drüber, jetzt wie einmal- geil das dieser Trailer ist. Wie unglaublich schön schaut das schon wieder aus. Und nein, wir wird- beschweren uns, weil eine Frau in der Hauptrolle sie kotzt. Es muss mir mal einer erklären, wo da genau der Nachteil drin liegt. Das verstehe ich nämlich nicht. Das verstehe ich bis heute nicht, warum das ein Problem ist, dass ich eine Frau spielen muss. In einem Keine Ahnung. Computerspiel. Bei Tomb Raider hat Was es ja auch damals keinen offensichtlich nicht interessiert. echt ist. Ja, da war es ja toll dann. Perfect ja, Dark stimmt. früher hat's auch keinen Jetzt interessiert. in Beantwortung meiner eigenen Frage, es kommt ja immer darauf, wie die Frau ausschaut. Stimmt, ja. Schaut Stimmt. die vielleicht nicht so gut aus wie Lara Croft damals? Liegt vielleicht an dem? Liegt aber vielleicht Optik, also oder Schönheit im Auge des Betrachters. Ist Geschmack nicht Geschmackssache? Hat der aufgesagt und ins Surfer gebissen? Ja, das ist ein großes Problem, das stimmt, ja. Vor allem auch bei dem Spiel, das ich zurzeit suchtel, was ich vorher angesprochen habe, und zwar Star Wars Outlaws. Genau, da war das gleiche Problem. Da War genau das gleiche diese Problem. hässliche Person, mag ich nicht spielen. Und dann ich speise und Ding und dann oft sitze ich, erwische mich wirklich, wie sie da sitzt und schaue mir dann wieder mal Kay West, so heißt ja die Hauptfigur, sitzt wieder so da und schaue mir und denke mir so, die ist doch nicht hässlich oder sonst irgendwas, das ist einfach eine ganz normale, für mich sogar, da ich sagen, hübsche Frau. Voll, ich habe, wie ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, war ich eigentlich positiv überrascht. Ich habe mir gedacht, hey, die haben es mal richtig cool designt, die kommt total realistisch um, die ist glaubwürdig in so einer Welt. Voll, sie ist auch charaktertechnisch, finde ich, sehr gut gestimmt, sie ist sausympathisch, man hat immer so coole, lockere Sprüche drauf, erinnert ein bisschen so an Solo, also verstehe ich auch nicht. Und wie gesagt, immer wieder erwische ich mich selber, wie ich da sitze und denke mir, was ist jetzt an dir so exorbitant hässlich, dass man diesen Shitstorm auf sich gezogen hat? Den verstehe ich nicht. Nee, ja, nicht brutal. Verstehe das nicht. ist aber leider nicht erfolgreich, gell? Nee, ich habe auch schon Überhaupt gelesen, dass es underperformed hat. Was ich sehr schade finde, weil, ich kann jetzt mal ein bisschen verzeihen, ich habe jetzt circa 50 Stunden drauf auf dem Spiel. Und also ich nehme jetzt sogar mal kurz mal die also jetzt erst einmal habe ich ganz keine Fanbrille auf, sondern rede einfach nur über das Spiel. Es macht unglaublich viel Spaß. Du hast das erste Mal eben Star Wars mit Open World, du hast, glaube ich, jetzt pass auf, 4 Planeten, die du frei erforschen kannst. Die sind alle relativ groß. Da kannst du also auf jedem Planeten nur mit der Forschung schon ein paar Stunden verbringen. Du hast dann zu jedem Planeten auch nur einen Orbit mit verschiedenen, da ist ein Asteroidenfeld, da ist eine Raumstation, also du kannst dann auch noch im Weltraum erforschen. Du kannst unglaublich viel entdecken. Und was ich da schon mal geil finde, ist, du schaltest es an und es ist nicht gleich die komplette Karten überschwemmt mit Symbolen, wie man es zum Beispiel aus Assassin's Creed kennt. Ja. Sondern es ist leer.
Du schaust die Karten an und sie ist erstmal leer. Du musst die wirklich selber da durcharbeiten. Und durch kann man vielleicht einmal was übersehen oder nicht. Was ich nämlich da auch sehr geil finde, ist, es nimmt die nicht so an die Hand, wie die modernen Spiele oft an die Hand nehmen. Also es ist nicht, ich drücke jetzt einen Knopf und dann fahre ich automatisch über die ganze Landkarte. Nein, ich fahre mit meinem Gleiter selber. Ich muss den tatsächlich steuern. Da hab ich schon Beschwerden gehört, warum muss ich den steuern? Weil ich sag, du möchtest doch spulen, oder? Du möchtest, also ich möchte spulen, ich möchte steuern, weißt du schon? Ich möchte nicht einen Drucker und einen Controller weglegen. Dafür gibt's Schnellreisen, du Vollidiot. Ja, gut, werden schon wissen, diese Leute. Ja, Es ist ja geil, weil es ist unglaublich abwechslungsreich, weil du hast mit Tatooine hast du die riesige Sandplaneten, Kichimi ist dann so eine Schneewelt, Akiva ist so eine Dschungelwelt, und dann haben wir noch Toshiba, die ist relativ, sag ich normal, du hast ein paar Steppen, du hast Gebirge, du hast kahle und zugewachsene Flächen, also dann hast du Städte und Dörfer zum Erkunden, Höhlen, Ruinen, alte abgestürzte Frachter und so ein Zeug. Also es ist wirklich unglaublich abwechslungsreich gestaltete Welt. Und eben auch im Weltall dann das Gleiche eben, du hast Raumstationen, du bist in Asteroidenfelder, du bist in alte explodierte Frachter, die du durchschlängeln musst und Sachen finden kannst. Und die Beschäftigungsmöglichkeiten sind auch irre. Und es ist halt, zumindest für mein Gefühl bei dem Spiel, nicht nur als die Beschäftigungstherapie, sondern es langweilt mich nie. Es ist nicht so, oh Gott, jetzt muss ich das noch machen. Und wenn ich das komplettieren möchte, muss ich das noch machen. Weil so ist es ja zum Beispiel bei Assassin's Creed, ist halt da leider das Negativbeispiel, das absolute. Oder halt auch, wenn ich vielleicht 1000 Crocs sammelt. Aber da ist, weißt du, du kannst Sabak spielen, dieses Kartenspiel aus dem Star Wars Universum, das übrigens Spaß. obergeil. Ich bin mittlerweile voll süchtig. Ich suche überall Sabak-Dinger und spiele mit denen, weil es echt gut funktioniert. Vor allem auch mit den Schummelmechaniken, die da mit drinnen sind. Es ist so richtig cooles Gaunergefühl einfach dann, dass jetzt da und scheißt und da schon und da nur ein wenig umeinander manken und so. Dann hast du einen Haufen Minispielautomaten. Und das sind halt dann einmal diese Cantinas, dann kannst du Pferdewetten abschließen, da findest du in die Welten dann immer Hinweise drauf, welches Pferdl oder Fahrtier, wie sie in dem Ding heißen, als nächstes Gewinner wird. Also es macht keinen Sinn, einfach so zum Wetten, sondern du musst auch vorher noch was suchen. Rennen fahren kannst mit deinem Gleiter. Ich hab 50 Stunden drauf und hab noch keinen einzigen Rennfahrer gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo diese Arschlöcher rumsitzen, dass ich mir ein Rennen mit denen fahren kann. Eigentlich habe ich aber eh keinen Bock, weil das Gleiterfahren für mich aktuell ein ganz großes Manko ist. Ich hab das Gefühl, dass das, seitdem ich auf andere Planeten bin, die Kamera nicht mehr so funktioniert wie normal. Weil du fährst und du kannst der Kamera, stellst dir in der Regel irgendwie ein und dann stellst du es halt immer ein bisschen drüber, dass du die Straße ordentlich siehst und die positioniert sich immer wieder direkt hinter dir. Dass ich eigentlich so horizontal nur 5 Meter vor dir sehe. Oh, scheiße, ich weiß es meinst. Ja, das ist furchtbar. Das war aber am Anfang nicht so, als ich angefangen habe zum Spielen auf die ersten 2 Planeten. Das ist jetzt auf Akiva vielleicht einer der Bugs, von denen es tatsächlich einige gibt, da kommen wir dann am Schluss damit drauf. Du hast Schleichmissionen, also es ist sowieso der Fokus ziemlich viel auf Schleichen und das finde ich funktioniert auch voll geil, weil du mit dem Nix, dein kleines süßes Kuschelviech, das du immer dabei hast, kannst du unglaublich viel machen. Du kannst die Wachen ablenken, du kannst die Wachen einen Granatenstift für die Wachen ziehen lassen, dass sie explodieren. Du kannst mit der Umgebung interagieren, irgendwas in die Luft springen, irgendeine Gaswolken auslösen, Alarme sabotieren. Also du hast echt unglaublich viele Möglichkeiten, wie du sie in ein Lager infiltrierst und ausräumst. Und da macht es richtig Spaß, dass du sagst, ich möchte jetzt das ganze Lager komplett leeren. Ich möchte jetzt da alle erledigen da drinnen und schauen, ob ich das schaffe oder nicht. Und wenn es halt mal dann ins Schießen geht, du hast natürlich auch deine Schießereien dabei. Und das ist schon oft einmal happig. Also Schießen ist nicht einfach. Das Spiel ist an sich beim Schießen, ich bevorzuge immer Schleicher, weil Schießen ist oft einmal, wo denn überall in Gottes Namen? Also ist ja der Fokus, oder? Es soll ja auch mehr stealth-lastig sein. Genau, und halt auch sehr gut. Und aber halt auch nicht so einfach, weil Assassin's Creed war ja irgendwann kack einfach. Da bist du einfach voll. nur noch durchgegangen. Ja, also ab irgendeinem Spiel, sage ich mir, am Anfang war die ersten 2, 3 Teile, hätte ich vielleicht gesagt, war es nur ein wenig fordernd, aber irgendwann war es ja markier 48 Leute und dann schießt alle vor mir über die über. Ja, toll, super Sache, super fordernd. Du musst Schmuggelaufträge natürlich machen, weil du bist ja im Untergrund unterwegs, du musst auf Zeit Sachen von A nach B liefern. Was haben wir noch, ist dabei? Du kannst natürlich aufwerten ohne Ende, dein Gleiter, dein Schiff, dein Blaster. Kosmetische Sachen gibt's auch einen Haufen. Aber es macht einfach voll Spaß bisher. Das Spiel macht für mich eigentlich nichts neu,
aber alles ist so gut, dass ich nie gelangweilt werde von dem Spiel. Was richtig geil funktioniert, ist auch das Syndikatssystem da, dieses Rufsystem. Du hast irgendwann 4 Syndikate da und dann findest du überall Auftragsvermittler und dann kannst du halt sagen, okay, ich muss jetzt für das Pike-Syndikat irgendwas von A nach B schmuggeln. Und dann am Ende, wenn du das gemacht hast, dann kommt nur immer die Frage, hey, du pass auf, ich habe einen zweiten Anbieter gekriegt vom anderen Syndikat. Wenn du dem das jetzt gibst, dann kriegst du mehr Kohle, dafür sinkt aber bei den anderen der Ruf. Und so musst du dann immer schauen, okay, welche Gebiete gehe ich als nächstes, was habe ich als nächstes vor, weil je besser das mein Ruf ist, umso leichter kann ich in die Gebiete von dem jeweiligen Syndikat durchgehen. Und ansonsten ist es so, jetzt senkt mir die und schießen sofort auf mich. Das finde ich ist das absolut Coolste an dem Spiel mit diesem Syndikatsruf. Aber selbst durch die Star Wars Fanbrille kann man ganz viel Fälle da nicht wegschmerzen. Es ist ein Ubisoft-Spiel. Wer hätte es gedacht, dass wir Bugs ohne Ende haben? Ich glaube, in die ersten 20 Stunden, wo ich gespielt habe ich 30 Abstürze gehabt. Also wirklich einfach ab und zu mitten unterm Spiel, einfach unterm Laufer, Fehler weg. Oftmals beim Laden von Schnellreise weg. Einmal war es auch, du kannst da vorher dein Ding ausspähen und kannst Gegner markieren mit so einem Fernglas, ja, angefangen zu markieren, klick, 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 wupp, weg. Also Abstürze waren noch und nöcher, das ist mittlerweile aber Gott sei Dank gepatcht worden, also jetzt waren die letzten 30 Stunden, habe ich keinen einzigen Absturz mehr gehabt. Du hast dann halt auch oft einmal solche Sachen gehabt, dass du in Wänden hängen bleibst, irgendwo runtergefallen, wo du vielleicht in dem Moment jetzt nicht runterhupfen sollst, aber es geht halt und dann hängst du in der Wand drin, tolle Wurst. Hab ich auch 2-3 Mal erlebt. Oft dann manchmal so kleine, ja gut, NPCs. An sich ist es eine sehr gute, lebhafte Welt, finde ich. Also es schaut alles sehr glaubhaft aus. Es schaut alles nach Tagesroutinen von den NPCs aus. Die Gegner, wenn du in irgendwelche Gebiete bist, reagieren relativ gut, aber du hast ja da oft einmal Momente, wo du da sitzt und dann schaust du so, hey, was tut denn da hinten? Und dann rennt einfach einer die ganze Zeit Wind. Und dann, und die stöhnen halt oft einmal so, und dann stellst du dir, was ist denn das für ein Geräusch die ganze Zeit, bis ich irgendwann im Hintergrund dann gesehen habe, der die ganze Zeit an den Wind gelaufen ist, die ganze Zeit gesagt hat, hey, da mit deinem Maul, da habe ich dann echt Spulen um ihn eingeladen, weil in dem Gebiet gerade umeinander schleichen hat, das hat mich narrisch gemacht, wenn er die ganze Zeit im Hintergrund stöhnt. Wenn es wenigstens eine Frau gewesen wäre, dann wäre ich wenigstens geil geworden, aber nein, es war ein Typ. Eben. Danke dafür. Absolut woke, ja. Du musst dann auch voll klettern, zwar jetzt nicht so auf, was weiß ich, Uncharted-Niveau oder so, aber da ist, wenn du an die Wand hinlaufst und springst ohne und hältst dich fest, normal bist du es gewohnt, dass dann einfach dein Controller weiter in die Richtung, in die du klettern möchtest, deinen Joystick drückst und dann geht's gleich weiter. Da musst du den Joystick kurz auslassen und wieder nach oben drücken, damit, also dann wird einfach der Spielfluss genommen in dem Moment, wenn du sprintest und an die Wand springst. Was mich auch voll nervt, ist diese Entscheidung mit Waffen von Gegnern aufheben. Die hebst du auf, alles ist cool. Wenn du aber dann irgendwo auf der Kante aufkletterst, lass die Waffen fallen. Wenn du die duckst und gehst in einen Schacht rein, lass du die Waffen fallen. Bei da ist es sogar am schlimmer, weil du kannst es nicht wieder aufheben und dann durch den Schacht mitnehmen. Weil wenn du irgendwo aufspringst, liegt es meistens oben hier und du kannst es oben wieder aufheben. Danke dafür, dass du es nicht schon über die Schulter drüber wirft. Voll Idiot. Das heißt quasi, du kannst keine Waffen mit dir rumtragen, sondern hast immer nur die du gerade in der Hand hast. Du hast immer deinen festen Blaster, den hast du immer. Der hat 3 verschiedene Modis. Die Modis in sich haben auch nochmal verschiedene Schussoptionen, also das ist schon ziemlich facettenreich, sage ich jetzt mal. Aber die Gegner lassen auch Waffen fallen und die haben halt dann eine gewisse Kapazität, die du verschießen kannst. Die kannst du auch wieder durch verschiedene Klamotten oder Glücksbringer, die du auch wieder kannst, erhöhen. Aber wie gesagt, wenn du dann irgendwo mit irgendwas interagierst, dann ist die Waffen mobbig gefallen. Und das ist halt, oder es schaltet in einer Zwischensequenz. Dann kannst du damit zurücklaufen, wo die Zwischensequenz losgegangen ist, wenn du zum Beispiel durch einen Gang in der Sequenz gehst, damit du eine Knarre holen kannst, wenn du die Sperre haben willst. Warum? Was ist das? Das sind so. Das ist unnötig. Ja, das sind so richtig kleine Leichtsinnsfälle irgendwie beim Design, wo ich sage, das brauchst du halt einfach nicht. Für mich ist zwar das alles eben, wer jetzt halt einsteigt, hat, glaube ich, wirklich das Glück, dass die Abstürze jetzt nicht mehr dabei sind, weil das war schon manchmal ordentlich nervenzerrend, wenn es da. Vor allem, ich hab's mit einem Kumpel gespielt und dann wollen wir das Ding ausrauben und markieren wir die ganze Zeit immer wieder stürzt ab, bis wir erstmal daran gedacht haben, heute mal, vielleicht liegt das wirklich an dem Markieren, dann haben wir das ohne das Markieren gemacht, ja, vor mir geht's. Und das kann dann schon mal ordentlich nervig sein, wenn du die ganze Zeit am Neustarten bist und Neustarten und Neustarten. Ja, aber ansonsten. Ich verstehe das nicht, dass das immer wieder passiert bei Ubisoft. Das ist so ein Riesenverein. Und jedes Mal die gleichen Sachen zum Start. Das ist so dämlich.
Ansonsten schaut, finde ich, grafisch schaut's richtig gut aus, vor allem mit so eine geile Weitblicke und dann sind halt oft einmal so coole, wenn du irgendwo aufkletterst, so sind so gezielt so Momente, wo du dann mal kurz ruhen kannst und dann wird jetzt so panoramamäßig die Welt dann damit sorgt und da sind echt sehr coole Beutel dann auch oft dabei. Es gibt ein cooles Futterspiel mit dem Nix. Kannst auf jeder Welt kannst du den mit irgendwelchen futtern und dadurch kriegt er dann auch wieder irgendeine Fähigkeit. Und da ist dann ein Minispiel dabei, wenn du den futterst. Das ist völlig unnötig. Das bringt überhaupt nichts, dieses Minispiel. Komplett gar nichts. Aber ich finde, es ist so schön gestaltet, dass ich das jetzt gespielt habe. Es ist gerade 4, 5 Mal. Aber es ist einfach. Ausschalten, oder? Das kannst du ausschalten, ja. Das ist nämlich auch noch das Coole. Es ist völlig unnötig, man kann sich drüber aufregen, aber sie gibt dir zumindest die Option, dass du es ausschaltest. Aber das ist selbst, dass ich gezielt nicht ausgeschaltet habe, es ist eine schöne Interaktion mit deinem kleinen Begleiter dazwischen. Und der ist ja natürlich wieder obercute. Muss ich auch schauen. Kann ich nicht anders. Macht Spaß ohne Ende. Was habe ich noch dabei? Blablabla. Ja, genau, du hast Schatzsuchen hast du dabei, aber dann auch nicht nur so diese 0815 Schatzsuchen, geh da hier und schnapp das hast du auch. Aber dann auch coole, dass da nix, der Begleiter dir auf was aufmerksam macht. Und der nimmt aber, der sagt jetzt nicht einfach den Weg, sondern der klettert einfach den Baum auf. Und dann musst du erst anfangen, die Umgebung zum Suchen, wo ich komme jetzt zu ihm auf. Das ist auch nochmal ein bisschen anders. Also wie gesagt, das ist alles irgendwie nie irgendwas Neues. Aber meistens ein bisschen abgeändert und einfach nicht so 0815. Drum, also ich hab mords den Spaß mit dem Spiel bis jetzt. Und ich bin auch gespannt auf die Geschichte, ist bis jetzt auch ziemlich geil. Ich bin jetzt am letzten Planeten, werde jetzt schon langsam ins Finale einrund bin und bin gespannt, wie die Geschichte ausgeht. Das ist kein Platin-Spiel für mich, habe ich festgestellt, weil die Trophäen totaler Bullshit sind. Fliege ins Weltall, mache ein Looping und schieße jemanden zusammen. Er leckt mich, habe ich keinen Bock drauf. Ubisoft heute wieder. Ja. Aber Valhalla schon so geil. Ja, völliger Bullshit. Das Einzige, was ich schauen werde, eben, dass ich vielleicht meine Sachen, die ich halt aufrüsten kann, das werde ich alles komplett machen, die Missionen, soweit wie es geht, weil die alle Spaß machen, die Figuren überall finden, die umeinander rennen und mit denen schmerzen, dass man was macht. Die ganzen Sabak-Spiele, ich bin absoluter Sabak-Spasti jetzt. Das ist cool, man trifft da einen alten Bekannten, bisher glaube ich gerade einen alten Bekannten aus den Filmen hat man noch dabei. Und als Star Wars-Fan, und jetzt kann man es mit der Fanbrille aufsetzen, als Star Wars-Fan ist es halt voll geil. Da in diesem Untergrund unterwegs zu sein mit die ganzen Syndikate, die man eben aus Filmen und Serien kennt. Zwei alte Bekannte trifft man, genau. Und man hat Easter Eggs mit, wo man dann irgendwo durchgeht und dann schaut man so durch so Schlitz durch und dann sechst du da auch wieder eine Figur steht, die man aus den Filmen kennt. Also als Star Wars-Fan ist es sowieso voll geil, sich in diesem Gangster-Untergrund aus einer weit entfernten Galaxie einen Namen zu machen. Da habe ich deswegen kannten mich wahrscheinlich die ganzen Bugs, die am Anfang da waren, hätten mich wahrscheinlich gar nicht so ärgern können. Da hätte es wirklich unspielbar werden müssen, dass ich sage, jetzt hör auf. Und darum bin ich ja ganz froh, dass Zelda noch nicht gekommen ist, dass Nintendo irgendwie gerade doof ist dazu, dass sie mir das zeitlich geschickt haben, weil ich jetzt gerade gar nicht so viel Lust drauf habe, dass ich aufhöre mit dem Spiel. Ich möchte das jetzt gerade unbedingt weiterspielen und fertig machen, weil das auch, obwohl es ein Open World ist und ich eigentlich nicht so viel Bock habe auf Open World Spiele zur Zeit, obwohl die letzten 5 Spiele Open World Spiele waren, die ich gespielt habe. Das ist jetzt mal so, ja. Ja, irgendwie komisch, aber das ist echt, das ist einfach mal, bei mir ist es irgendwie gefühlt ein wenig anders als die letzten Sachen, die ich gespielt habe. Es holt mir einfach besser bei Laune, das ganze Ding. Ich kann es nur empfehlen, deswegen hoffe ich, dass es genug umsetzt, dass es zumindest kein Minusgeschäft wird. Weil ich verstehe es halt überhaupt nicht, weil das eigentlich, Ubisoft-Spiele haben eigentlich immer gelaufen. Die Formel war quasi nicht dazu kriegen und dann mit der Star Wars-Lizenz, also diese scheiß Lizenz müsste ja ewig viele Spiele absetzen. Das geht mir überhaupt nicht in den Kopf. Man, ist go jetzt nicht woke so, or als go wäre das broke. Spiel. Ja. Ich hab da Aber es hat tatsächlich. ja keine schlechte Wertungen und so weiter. Na, Das ist null. nicht so, als wäre das irgendwie kacke rezensiert worden. Also irgendwie spricht nicht viel gegen Erfolg. Aber Überhaupt nicht. Aber es ist tatsächlich, weil wenn du da ein bisschen durchs Internet schaust, dann ist da wieder diese Anti-Vogue-Bubble unterwegs, die dieses Spiel sagelt. Und für mich das einzige Vogue, was ich bis jetzt gesehen habe im Spiel, wenn ich es so betiteln möchte, was ich nur mache, wenn ich geistig eine ganz schwere Behinderung habe, wie 48 Chromosomen 2, dann ist es nur die weibliche Hauptdarstellerin. Ansonsten habe ich da nichts Wokes in dem Spiel bis jetzt identifizieren können. Ansonsten ist es ein stinknormales Spiel. Einfach nur mit einer Frau in der Hauptrolle. Die noch dazu saugut geschrieben ist und saucool ist. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, aber ich hab da ermüdend.
Furchtbar, aber nämlich vor kurzem jetzt zu irgendwas anderem von Star Wars was gelesen und dann hat es gleich geheißen, unten in die Kommentare, ja, haben sie wieder nichts draus gelernt aus Outlaws und aus The Acolyte und Go Woke, Go Broke und blablabla. Und ich hab mir gedacht, oh Gott, hoffentlich brecht euch jetzt dann alle immer irgendwo, wenn es irgendwo hingeht, das Vollidioten. Das ist ja beim Assassin's Creed Shadows haben sie ja das gleiche Problem. Ja, obwohl es eine echte Figur ist, der Schwarze. Ja, ja. Das ist ja nur geiler. Dann machen sie es eigentlich schon, gell? Machen sie Mo und eine Frau, kannst du wählen. Genau. Dann jammern die ersten, ja, toll, jetzt kann ich quasi, jetzt muss ich einen Mo spielen, einen Schwarzen, ich möchte aber eigentlich einen Japaner spielen, wenn ich schon in ihrer Zeit spiele. Ja, Ja. ich kann ja eine japanische Frau spielen. Oh, eine Frau! Ich kann nicht. Außerdem Das ist weißt du, furchtbar. außerdem weißt du gar nicht, ob der Schwarze nicht einfach als Japaner sie identifiziert. Natürlich. Das kann auch nicht so. Und dann halt wieder das geile, ja, jetzt ist er schwarz gemacht worden, damit es Vogue ist. Nein, es ist nicht Vogue, es ist eine Figur aus dieser Ära. Diesen Menschen hat es Ja. gegeben. Es ist einfach eine echte Figur, die es irgendwann gegeben hat. Ist jetzt eh verschoben aber worden, der- Assassin's Creed, gell? Ja, wahrscheinlich, weil es nicht nochmal so ein Bugfest brauchen können in einem Jahr. Bin ich mal gespannt. It needs more time to polish and refine the experience, Ja. pushing further some of our key features. Aha. 14. Februar 2025, Tag der Liebe, Valentinstag, wird uns aus Liebe von Ubisoft Assassin's Creed Shadows serviert. Das wundert mich aber ehrlich gesagt auch nicht, weil das meistens so ist bei den Spielen, die werden immer irgendwie verschoben. Also das ist jetzt keine große Überraschung. Mir scheißegal, weil das Spiel wieder an mir vorbeigeht, ich bin raus mit Assassin's Creed. Ja, ich hätte es jetzt probiert, aber jetzt glaube ich, vergiss es. Im Februar habe ich dann, glaube ich, auch gar keinen Bock mehr auf sowas. Jetzt ist dann eher so Richtung Winter, wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat oder sowas, war das vielleicht ganz gut gewesen. Aber da werde ich mir dann wahrscheinlich eher das Star Wars Spiel. Also ich glaube unbedingt eher das Star Wars spielen, weil es halt auch einfach ein bisschen fordernder ist als so Assassin's Creed Take You by the Hand Spiel, in dem Ja. alles ja automatisch läuft, in dem alles so vorgegeben ist und du überhaupt nichts selber machen musst. Und allein deswegen habe ich schon keinen Bock mehr. Und dann ansonsten, ja, es ist halt einfach, Assassin's Creed ist einfach jedes Spiel gleich in eine andere Zeitepoche gesetzt. Wenn es wenigstens geile Geschichten noch verzeihen hatten, aber nicht einmal mehr das schaffen. Sie war ja immer ein bisschen das war ja fragwürdig. furchtbar. Die waren ja immer fragwürdig, die Geschichten. Aber zum Beispiel die Ezio-Geschichte fand ich saugut. Von Ja, aber Assassin's das Creed ist 2 ja- und so. Aber das ist ja war's schon- dann schon fast. Komplett wegdrehen. Also das, was da bei Valhalla abgeliefert haben, war ja völliger Ich kann dir nicht sagen, um was das da gegangen ist. Das ist komplett bei mir vorbeigegangen. allein schon der Aufbau. Also ich habe am Anfang, das war ja ganz cool. Ich fand eigentlich tatsächlich die ersten 20 Stunden oder sowas, das Norwegen und so weiter, bis wir dann in England Eng. fand ich ja ganz geil, aber dann auf einmal anzufangen, also komische Episoden zu erzählen, die was dann, die komischen Länder bist, was du irgendwann total die Übersicht verlierst und das kann einfach keiner über 120 Stunden halten, was du da mit den ganzen 1000 Leuten veranstaltet hast. Und dann aber nochmal zurück zu der komischen, übergeordneten Assassin's Creed-Geschichte zum Thema. Und diese Episoden Völlig waren ja bescheuert. auch immer das Gleiche, oder? Das war doch dann Ja. immer, ja, okay, jetzt stürmen wir die Burg. Ja, das Das waren ungefähr Burgstürmen war immer gleich. 25 oder so. Oder 30, keine Ahnung. Ja, Von denen waren 3 okay Geschichten dabei. Eine war eigentlich ganz geil, die haben mir gut gefallen. Aber der Rest war alles vergessenswerter Mist. Ja. Also, das Ja, wie ist. gesagt, ich glaube, erzählerisch, wie gesagt, das war ja sowieso immer alles ein bisschen Hanebüchen mit denen Zeitreisen, aber ist ja okay, über das kann man hinwegschauen. Aber so erzählerisch, hätte ich gesagt, war ab Assassin's Creed Black Flag eigentlich komplett gut. Das fand ich nämlich noch, vor allem noch ganz cool, als Pirat da umeinander zum Segeln und also du jetzt zum Schnetzeln. Das Rogue war eigentlich auch noch cool, wo du dann ein Templer geworden bist. Ja, aber das waren ja alles nur in Anführungszeichen kompakten Spiele, die Ja. Anfang und Ende gehabt haben und nicht diese aufgeblähten Open-World-RPGs, die sie von mir machen haben müssen. Und da kannst du halt über diese Spiele, da ist es echt schwierig, dass du da vernünftige Geschichte aufbaust. Und das machen sie immer schwerer, indem sie noch einen Mittelteil noch mehr aufblasen. Und, Genau. Und dann dazwischen nur 48 Milliarden Sachen sammeln, weil du Ja. vor lauter Icons sagst du überhaupt nichts mehr von der Karten. Ja, das ist. Ich wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Assassin's Creed. Ich glaube, ich bin da komplett raus. Also, das Ja. da müsste schon irgendwas kommen, dass ich sage, boah, leck, jetzt habt ihr mich wieder an die Eier, aber bisher. Mir das Setting ein bisschen interessiert, aber jetzt, wo ich weiß, Ja. dass es ein Nice Ghost of Tsushima gibt, interessiert mich das bei Ja, Assassin's Creed lieber auch nicht mehr, weil da schauen. spiele ich definitiv lieber das andere. Fast hätte genau, ich habe auch gesagt, also wenn, dann, das sind ja glaube ich 3 oder 4 Spiele angekündigt worden für Assassin's Creed und man gedacht, also Ja. wenn, war dieses Japan-Setting, bei dem ich vielleicht wieder einsteige und Ghost of Tsushima 2. Und da, ja, dann, weil du hast bei Assassin's Creed hast du da einen Schwarzen und eine asiatische Frau, also Double Woke. Und bei Ghost of Yotai habe ich dann nur eine Frau, das ist gerade halb Woke.
Dann geht es Also, einigermaßen. dann mache Kann ich man auf alle schon Fälle mal sehr lieber einhalten. das weniger Woke werde ich dann spielen. Der Philipp hat gerade gemeint, er hat im Februar eh keine Zeit, weil da kommt das neue Yakuza. Das hätte ich auch noch dabei gehabt. Aber du hast Zeit, Philipp, und zwar 2 Wochen hättest du für Assassin's Creed Zeit, weil das Majima Focus Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii wird am 28. Februar 2025 kommen. Es hat anscheinend sogar Schiffskämpfe dann mit drinnen. Schaut lustig aus, aber ich habe leider kein einziges Yakuza gespielt. Und ich werde es wahrscheinlich auch nie Totale, umfangen. schwarzes Loch bei mir, Yakuza. Bei mir leider auch. Ich habe immer, wenn ich irgendwas dazu gesehen habe, Trailer oder Test gelesen habe, dann denke ich mir immer so, das schaut echt geil aus. Ich hätte mal Bock Ja. drauf. Und ich mag ja diese quietschbunte Anime-Japan-Scheiße. Ich habe einmal Aber- angefangen mit einem. Echt? Ja, und dann habe ich mich überhaupt nicht auskennt, war total überfahren vor allem, weil das scheinbar irgendwie, weiß ich nicht, das hat für mich irgendwo in der Mitte angefangen, ich habe mich null auskennt, dann habe ich nach einer Stunde einfach keinen Bock mehr gehabt. Ja. Wahrscheinlich muss man sich da ein bisschen einwühlen, hat dann wahrscheinlich den Spaß seines Lebens, aber da muss Philipp, man ein bisschen- Philipp spielt ja gerade einen Yakuza-Marathon seit einem Jahr, hat er verzeiht. Also der macht gerade alle durch. Aber so einen großen, wenn ihr den nächsten großen Marathon, den ich starten wird, das wird wahrscheinlich einmal Metal Gear Solid sein. Da habe ich nämlich Teil 1 und Teil 2 habe ich gespielt, aber dann habe ich leider keins mehr gespielt und ich habe Teil 4 und den letzten, den 5. Mann, habe ich auch daheim. Und jetzt kommt dann das Remake vom 3. Also, wenn es einen Marathon gibt, dann wird es bei mir mit Metal Gear Solid sein, das ich nachholen werde. Boah, das stelle ich mir jetzt gar nicht mehr so geil vor, ich weiß es nicht. Das war Ah, damals ja. schon, also rein von der Spielmechanik her, aber die ist ja schon so akquiriert und so überholt von 1000 anderen Sachen, dass man mir das fast nicht vorstellen kann, dass das noch Spaß macht heutzutage. Ja, oh, das funktioniert schon. Was ist das? Der Fotzen. Nettes Gespräch mal wieder. Die passt so, genau. Hast eigentlich du irgendwas gespielt im September? Ja, habe ich. Ich habe sogar mehrere Sachen gespielt. Mein Hauptspiel ist aktuell Blasphemous. Das habe ich jetzt nochmal ausgegraben. Das habe ich ja letztes Jahr schon mal ein bisschen angespielt, bin dann aber aus Gründen dann nicht mehr weitergekommen. Jetzt habe ich da, ich glaube, 22, 23 Stunden drauf. Das ist einfach nur geil. Echt? Ja, das ist richtig geil. Das ist so, wer es jetzt nicht kennt, das ist so 2,5D Sidescroll Metroidvania Souls-like Mischmasch in so einer geilen Pixel-Optik, das in so einer ganzen verrückten Dark Fantasy-Welt spielt, die so ein bisschen mit spanischer Folklore angereichert ist. Es ist viel Glaubensgesach drin. Hat so ein bisschen die kryptische Geschichte mit ganz seltsame Charaktere, die man da so trifft, die ganz seltsam entstellt haben und du weißt nie wirklich, mit wem du es zu tun hast. Und es wird scheiße schwer. Also das ist jetzt, wenn du es jetzt zum Beispiel mit Prince of Persia oder so vergleichst, zwar bei Welten langsamer, aber dafür tausendmal schwerer. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist, du musst immer, also du hast ganz viele Kämpfe und musst halt immer, jeder Gegner hat so einen bestimmten Schwachpunkt, den musst du halt rausfinden. Wirst jetzt den am letzten her wirst. Also jeder, am Anfang haben alle unglaublich stark und du kommst irgendwie nicht vorbei und dann dauert es ein bisschen beim Ausprobieren und dann weißt du, wie du den ungefähr haben kannst. Und je mehr von den Gegnern, dass du triffst, desto mehr kriegst du außer, wie du das vielleicht probieren kannst. Das ist ganz interessant, da hast du immer so einen kleinen strategischen Aspekt drin. Und du hast auch nicht so viele Bosskämpfe drin wie in anderen Spielen, das ist mir auch aufgefallen. Wenn dann aber welche kämen, holla die Waldfee, da kannst du schon ein paar Stunden reinhängen in so einen Ehrlich? Drecksboss. Ja, das ist richtig übel. Bei einem war es so mies, ich glaube, ich bin 2 Stunden im Trotteldruck hängt und habe vergessen, dass ich ja noch eine Spezialfähigkeit habe. Ja. Und du kannst quasi, du findest im Laufe des Spiels findest du immer mehr so Gebete haben das oder Lieder oder was das sind. Und die wirken sich halt irgendwie aus. Also einer ist zum Beispiel macht Flächenschaden oder sowas. Beim anderen lässt Blitze regnen und der eine zum Beispiel, da lotzt dir ein bisschen auf und dann bist schneller und stärker für eine kurze Zeit. Und ich kämpfe an diesen Trottel ohne fast, ich glaube, 2 Stunden insgesamt und immer so ganz kurz davor hat er mich nochmal erwischt. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, hey, Moment mal, wenn ich diesen Gesang da abspiele, bin ich ein bisschen schneller und ein bisschen stärker. Dann habe ich das gemacht und es hat keine 2 Minuten dauert und ich habe diesen Trottel gelegt. Geil. Ich bin so ein Vollidiot. Wahnsinn. Einfach nur zack, 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 zack und hier war er. So quasi. So wie es uns oft geht, wenn wir bei Prince of Persia weiterspielen hier und der Geity Boy, da haben wir schon mal so große Pausen, haben wir es dann oft so, dass wir kämpfen und irgendwann so, fuck, Alter, wir haben ja noch die Fähigkeit und die Fähigkeit jetzt gekriegt und ja, da sind keine Spiele, bei denen wir 4, 5 Wochen Pause haben sie. Auf gar keinen Fall. Immer möglichst durchziehen, das Ganze. Ja, da hänge ich jetzt am meisten Zeit eine momentan.
kann ich jedem nur empfehlen, der auf so Sidescroller steht. Das ist richtig, richtig geil. Ich habe das auf der PlayStation 5 ja schon gehabt. Mhm. Habe es aber jetzt im Sale ergattert mit dem zweiten Teil. Den gibt es ja auch schon seit letztes Jahr. Also das ist ja kein neues Spiel. Dann haben wir es einfach nochmal gekauft. So bin ich. Haben wir ja auch schon drüber geredet, dass du stinkreich bist. Ja, eben das Dank. ganze Podcast-Geld wieder auf den Kopf gehauen. Genau, und wir müssen jetzt unsere Kameras wieder verkaufen. Der Corby hat sie eigentlich schon verkauft, darum ist jetzt sau unscharf. Oder nicht da. Oder nicht da, genau, weil wir den Corby jetzt auch schon verkauft haben. Damit der Seppi weiterhin in Saus und Braus leben kann. So muss das sein. Ja, so muss das sein. Damit Ich warte du, auf die Gratisspiele, aber der Seppi sagt, was kostet die Welt? Oh, übrigens, Gratis-Spiele, PlayStation WWE 2K 224. Ist mir scheißegal. Little Nightmares Okay. 2. Ja, das habe ich erst zweimal. Aber auf der Switch und auf der PlayStation schon. Ja, ich wollte es eigentlich auf der Switch haben, weil ich Teil 1 auf der Switch habe, aber jetzt haben wir Ja. gedacht, ja, jetzt, wenn es umsonst drin ist, holst du das und vielleicht kriegst du irgendwo mit Teil 2 für die Switch ganz billig gebraucht und stellst es einfach ins Regal. Was mir übrigens jetzt wieder aufgefallen ist, weil ich jetzt so lang am Stück Switch gespielt habe, wie beschissen, dass dieser Pro-Controller im Vergleich zum DualSense-Controller ist. Das ist so ein Scheißding. Zum 5er-Controller dann. Ja, zum PlayStation-Controller im Vergleich. Ja, Der Nintendo-Controller, der hat so unangenehme Druckpunkte. Drei von 10 oder so, das hauen gar nicht hin, wenn ich drauf drücke. Das ist so ein Kack drum. wahrscheinlich ist hat deiner mich einfach nervt. nie. Ich habe den ja fast nie hergenommen. Ja, wahrscheinlich. Das ist wie ein Auto, das ständig steht, das soll halt dann auch Standschaden. Das ist beim Controller wahrscheinlich das Drauf Gleiche, weil meine Druckpunkte die gehen alle einwandfrei. Aber das hat es von Haus aus so unangenehm. Ich weiß nicht, Ja, ich find du bist ich auch find unangenehm. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Ja, gescheiter Aber- verwunden dann. Genau. Aber die haben von Haus aus einfach wackelig. Ich weiß es nicht. Ich finde die ganz Ja, die- beschissen. Ich finde nach wie vor, der PlayStation Controller ist mit Abstand das Beste, was jemals ausgebracht worden ist. Nein, für mich ist es immer nur der Gamecube-Controller. Der war für mich der angenehmste Controller aller Zeiten, den ich da hingehauen habe. Das ist, als war der Wenn für man den meine nochmal Hände neu gemacht. auflegen darf, kann der richtig Haben geil sie, sein. Ja, haben sie eh. Der ist ja ja aber so meine... richtig überholen mit neuer Technologie und so. Mechanik. Also ja, Ist ich geil. glaube, dass es ein Ding gegeben hat, dann zumindest eine Wireless Edition hat es dann einmal gegeben. Ich weiß aber, ich habe keinen geholt, leider Gottes. Aber es ist ja immer noch mein bevorzugter Controller gewesen, wenn man irgendwie Smash Brothers spielt, weil hast ja immer nur den Adapter, den du auf der Wii U, glaube ich, schon kaufen kannst können, oder was auf der Wii, weiß ich nicht mehr. Der funktioniert ja auf der Switch auch immer noch, damit du die Gamecube-Controller hernehmen kannst. Und Smash Brothers funktioniert für mich am geilsten mit dem Gamecube-Controller. Der ist einfach, als war er für meine Hände, als waren die Pate dafür gestanden, wie man den designen muss. Ja, so Liegt geht's besser mir als mein mit Schwanz in der Hand. Das ist PlayStation. echt Wahnsinn. Oh, Das ist also, echt, ja. bitte. Na wirklich, also da nimm mir lieber einen Gamecube-Controller in die Hand als meinen Schwanz. Und den habe ich schon gerne in der Hand. Und auch oft. Wir schweifen mal wieder ab. Warum? Es geht ums Zocken. Weil- 5 gegen Willi weil ist immer ein Penis. Thema. Alles. Okay, Entschuldigung. Jedenfalls habe ich dann noch so gespielt, und zwar Space Marine 2. Und brutal. Also, ich habe das damals auf der Gamescom gespielt, da war es noch ein bisschen hakelig, die ganze Geschichte, aber jetzt läuft das Ding wie am Schnürchen. Und also, wenn du mal so richtige spielbare Machtfantasie ausleben möchtest, musst du das Spiel spielen. Also, mit in diesem Space Marine Kostüm da rum zum Stapfen und diese Tausende von Tyranniden, die da auf die zukommen, zu metzeln, ist schon krass geil. Also, das haben sie schon richtig krass gemacht. Da gibt es teilweise Szenen, da laufen so Horden auf die zu. Du metzelst die da durch, dann siehst du von weiter hinten einen, der auf die zufliegt. Dann drückst quasi deinen parierenden auf, dann fangt er den in der Luft so ab, haut er einmal links und einmal rechts am Boden und wirft und halbt da in die anderen eine. Und das machst du quasi gerade, aber es schaut halt aus wie eine nahtlose Animation. Ja. Und das ist genial gemacht. Also die Kämpfe werden irrsinnig gut. Das ändert zwar nichts, dass das Spiel einfach immer die gleichen Missionen hat. Also geh da hin, drück den Schalter, lösche Und alle hol's. Gegner aus. Genau, wie der erste Teil schon. Naja, aber macht richtig Spaß. Es dauert ungefähr 10 Stunden oder so, dann bist du durch. Ja, das ist okay dann. Ist ein richtig geiler Action-Baller-Wahnsinn. Also, wer auf sowas Bock hat, linear, muss die recht umeinander tun, musst eigentlich nur metzeln. Zuhauen und schießen. Das ist Ja, was nicht du schlecht. musst. Ja, nicht Ja, schlecht. richtig gut, richtig gut. Macht alles perfekt, was man möchte. Also, kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich jetzt noch angefangen, Banishers Ghosts of New Eden. Das ist das mit dem Pärchen, oder? Am Genau. Anfang. Ah ja, habe ich Das gelesen. habe ich nämlich schon Jetzt ist es ewig. interessant da. Ja, das habe ich nämlich schon ewig und bin nie dazugekommen. Jetzt habe ich es einmal angefangen und das ist so geil inszeniert. Also die Charaktere und das ist wie ein Film. Die werden so gut animiert und es baut eine wahnsinnig spannende Atmosphäre auf die ganze Geschichte.
Es geht um so ein Pärchen, die haben Banisher, also die verbannen quasi Geisterwesen, die ziehen so durchs Land und wo halt wieder irgendwo was passiert ist, da kommen die und helfen. Und die kommen dann am Anfang kommen sie quasi in einer, ja nicht Heimatdorf, aber ein Ort, da wo sie schon mal waren, da ist ein guter Freund von einer quasi gestorben. Und gleichzeitig passiert irgendwas mit den Leuten und da muss man dann helfen. Also so setzt die ganze Geschichte ein. Und gleich während dem Prolog stirbt sie quasi. Und bis ist dann dein Geistbegleiter. Also normalerweise müsst ihr das dann zurückschicken, wie alle anderen auch, aber sie bleibt dann da und ihr möchtet dann quasi miteinander Rache nehmen an dem bösen Geist, der sie umgebracht hat. Das ist so die Basis. Und das ist eine richtig gute Zeit. Es ist nur leider, die haben da ein paar Gameplay-Entscheidungen getroffen, die ich absolut nicht verstehen kann. Du kennst doch jetzt Action-Adventure, du steuerst das eigentlich alle gleich, du laufst mit dem Joystick, drückst einen ganz viel, laufst ein bisschen schneller, drückst nur noch ein bisschen, gehst, kannst du da die Geschwindigkeit anpassen. Und wenn du drauf drückst, dann sprintst du halt. Ja, genau. Bei denen gibt es genau zwei Geschwindigkeiten. Das eine ist fast rückwärts gehen und das andere ist 1000 km/h sprinten. Ich verstehe das nicht. Also das ist so bescheuert, weil das ist so eine schöne Welt und die haben sich so viel Mühe gegeben mit so viel so detailreich und alles. Und du kannst entweder nur maximal langsam gehen oder halt voll schnell durchrennen. Und jeder wird nach 5 Minuten einfach nur noch überall voll durchrennen, weil es halt einfach ewig lang dauert, mit 0,3 km/h da irgendwie hinzukommen. Mir nervt das schon Das ist sehr seltsam. Mir nervt das ja schon bei Spielen, da fällt mir spontan zum Beispiel Dinge jetzt ein, Final Fantasy Sims Remake oder GTA 5 hat das auch gehabt, wenn Bereiche sind, wo du nicht deine normale Sprintgeschwindigkeit einschalten kannst, weil das Spiel möchte, dass du gerade mit jemandem redest. Boah, lecker, da kann ich so narrisch, wenn ich sage, ich möchte auf 4 laufen. Ich mag das jetzt nicht langsam durchgehen. Warum sollte ich? Das ist nur beschissen. Und GTA 5 hat Speicherpunkte gehabt vor sich in die Bereiche. Du hast jedes Mal, wenn du gestorben bist, erstmal wieder Minuten oder 2 voll langsam gehen müssen. Boah, leck, das macht mich narrisch. Ich möchte überall durchsprinten, das ist besser. Was mich noch narrischer macht, ist, wenn du so einen Abschnitt hast, da wo quasi ein NPC bei dir ist und die unterhalten sind, du musst mit dem irgendwo hingehen und die können nicht die gleiche Geschwindigkeit gehen. Boah, leck. Das heißt, wenn du normal laufst, dann ist er entweder schneller oder langsamer. Das ist, ich verstehe es nicht. Das macht mich einfach nur noch narrisch. Da kann man doch so einen scheiß Magnetpunkt, sag jetzt einfach mal, programmieren, dass der mindestens immer einen halben Meter neben mir ist. Das muss doch machbar sein. Ich schaue mal auf Excel, ob das irgendwie geht und dann schicke ich ihnen die Formel. Bitte, unbedingt. Und dann haben sie noch was, das ist auch noch ganz komisch, das fühlt sich an wie ein Bug, aber es kann fast keiner sein, weil das hätten sie mittlerweile schon ausmerzen müssen. Das Spiel gibt es ja schon das ganze Jahr. Das zuckelt manchmal so komisch. Also, wenn du quasi gehst in eine bestimmte Richtung, dann setzt der kurz irgendwie aus, bleibt so stehen und dann musst du quasi wieder das O-Down in die nächste Richtung gehen. Also, es ist ganz seltsam. Das passiert nicht immer, aber an manchen Stellen, hat er so ein kleines Schlagerl und dann musst du mal so richtig umdrehen und dann geht er wieder weiter. Also, das ist ganz seltsam. Das kann nicht gewollt sein. Aber bis jetzt ist es immer noch im Spiel. Oder ich habe Updates, gibt es keine in Sicht. Also mit dem muss ich jetzt scheinbar leben. Das ist ein bisschen bitter. Das hilft nicht. Das nennen sie, das ist inklusionsreich. Man hat nämlich noch nie irgendwo einen Schlaganfall geschädigten Charakter gespielt, oder? Stimmt, ja. Also nur von Vorteil. Ist ja auch von Dontnod, die haben ja ein bisschen offener, was das so geht. Ja, schon, ja. Ist übrigens vom gleichen Team, das Vampire gemacht hat, das du da vor einer Zeit einmal gespielt hast. Und die spielen auch weitestgehend im gleichen Universum. Habe ich im Interview gelesen. Ja, Vampire. Zwar nicht zur selben Zeit und so, aber irgendwie muss das irgendwie übergeordnet zusammenhängen. Keine Ahnung. Ja, Vampire hat bis zur Hälfte Spaß gemacht, danach war ich so froh als Scorber, weil die Kämpfe dann irgendwann so lästig beschissen waren. Waren sicher eigentlich eine saucoole Idee, ein saukooles Spiel, aber es hat auch irgendwie, in meinen Augen, war nicht viel Sachen an der Steuerung und am Kampfsystem irgendwie nicht so richtig ausgereift. Ja, das ist so, ist eben auch wieder hat sich so angefühlt. Das hat irgendwie immer so, es hat sich immer so angefühlt, dass dann irgendwas abgeht. Ja, das ist jetzt so, kommt es mir so viel, also es hätte schon so, es geht schon in Richtung Last of Us, so von der Inszenierung her so, hat schon echt Qualitäten, aber spielerisch ist dann wieder eher so ein bisschen wie Plague Tale, also da weiß ich jetzt noch nicht, ob das jetzt wirklich, es wird jetzt 20, 30 Stunden dauern, wie sich das dann noch so entwickelt. Also die Kämpfe haben okay, das hat so ein bisschen so, die kommt ein bisschen so wie die Free-Flow-Sachen bei der Arkham, bei der Batman Arkham-Reihe, wo du zu Gegner so schnell quasi gleiten kannst, funktioniert da auch ganz gut. So ein bisschen eine Mischung aus dem und God of War. Okay. Aber halt nicht so gut, würde ich sagen. Also es funktioniert, aber es macht halt noch nicht so den Eindruck, als wäre es perfekt.
Du kannst da dann im Laufe des Spiels kannst du zwischen die Charaktere im Kampf hin und her schalten. Also quasi du kannst einmal eher mal lebendigen spielen und den Geist von ihrer übernehmen und die kämpfen dann ein bisschen unterschiedlich. Das bin ich auch noch gespannt, wie sie das auf Dauer dann macht, weil die haben auch quasi einen überschneidenden Skilltree. Mhm. Schaut alles ganz spannend aus, ob das dann wirklich also umgesetzt ist, das werden wir dann nächsten Monat erfahren, wenn ich hoffentlich durch bin. Ja, da werden wir dann auch vielleicht erfahren, wie sie Legend of Zelda Echoes of Wisdom spielen wird, wenn Nintendo bis Mhm. dahin meine Bestellung endlich rausgeschickt hat. Weil mit Star Wars werde ich fertig sein, weil Star Wars tatsächlich das einzige ist, was ich gespielt habe den Monat. Ja, ist Bin, ja auch abendfüllend, sage ich ja, mal. ich bin wirklich nur am Star Wars zocken, weil alles andere, glaube ich, habe ich im letzten Talkthrough schon verzeiht gehabt. Ich habe ja nur das Enslaved auf der PlayStation 3 angefangen. Ich spiele nebenbei immer nur Prince of Persia dahin und ein bisschen snappen, da wir auch noch alle, aber das war's dann. Die anderen Sachen habe ich jetzt alle nicht mehr angerührt, seitdem Star Wars bei mir da liegt. Deswegen kann ich eigentlich leider nicht viel mehr erzählen, was ich gespielt habe, weil alle anderen Spielchen sind nicht jugendfrei. Eins, wo ich ausprobiert fällt mir gerade ein. Das habe ich auf der Gamescom schon gespielt, das habe ich eh schon mal erzählt, das Mandragora, Mhm. oder wie das heißt. Und habe ja da den Eindruck gehabt, dass es ein bisschen einfach ist, weil, wenn du dich nur erinnerst, das war das, wo man quasi, wenn man auf den Gegner zuläuft, einmal durchhupft und dann haut der in die Richtung und ich kann dann von hinten draufhauen. Boah, weiß ich nicht mehr. Ich habe da wahrscheinlich nicht zugehört, wie meistens. Jedenfalls ist es nicht so einfach, wie ich gemeint habe. Also, das ist jetzt die Okay. Demo heraus und die, was ich da gespielt habe auf der Gamescom, war wesentlich einfacher als das, was ich jetzt gespielt habe. Äh, Kann sich jeder anschauen, der PC spielt. Gibt es jetzt eine kostenlose Demo, finde ich ziemlich geil. Hat geile Grafik und ist geht ziemlich tief ein, was Skills und so weiter angeht. Du hast auf 8 verschiedene Klassen, da kann man jetzt nur den normalen Krieger spielen. Mhm. Aber da ich mir auf alle Fälle mal anschauen, wer auf so Side-Scroller steht, wo es irgendwie in den letzten Jahren mein Lieblingsgenre wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Die gefällt mir Mhm. immer irgendwie am allerbesten. So Prince of Persia, Ja, Blasphemous, das macht mir am allermeisten Spaß. mag ich eigentlich Metroid, auch. Dread, Mag ich, ja, genau, das haben wir miteinander gespielt. Das mag ich eigentlich auch sau gern, aber irgendwie spiele ich es sauber deswegen. Es war wahrscheinlich bei mir, wird Hollow Knight 2 wahrscheinlich dann wieder so oh ja, Einstieg in das Thema sein. Und kaufe mir wahrscheinlich dann auch gleich mal noch 3 Controller als Ersatz. Weil das erste war schon, hui, 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 das war schon ordentlich. Aber das haben sie auch, wann kommt das eigentlich irgendwann einmal? Da ist schon wieder nichts mehr davon. gar nicht, oder? Das ist doch irgendwie Nein, eingestampft haben wir lustig es von nicht, was. oder? Nein, nein, Also, aber man, sie sagen halt nichts. genau, es ist irgendwann einmal verschoben worden, aber man weiß jetzt irgendwie Ja, nicht mehr auf wann, oder? das ist soweit also ich habe nichts Nice gehört davon. Okay. Na gut, irgendwann wird es schon mal kommen, bis dahin habe ich noch genug Material daheim. Hast du das Spiel gesehen, den Trailer gesehen zu VA Proxy? Na, Irgend so, also müsst ihr mal auf YouTube schauen, wir können es euch ja leider wieder nicht sagen. Grafisch schaut das aus, als wäre es von, keine Ahnung, Nintendo 64 oder so, aber es ist so ein Open-World-Spiel. Es ist ziemlich schnell und du kannst da auch Atombomben parieren und so ein Zeug. Also es eskaliert ist richtig geil und schaut da völlig überdraht aus, das Spiel. Kampfsystem schaut ein bisschen so nach Devil May Cry und Bayonetta aus. oh, Und ja, wie gesagt, ich glaube, auf Raketen reiten und dann Atombomben parieren, sagt schon alles. ja, Das das klingt kann, nach viel Spaß. das kann viel Spaß machen. Und dann ist noch ein Ding gekommen, Trailer zum Black State, hast du den gesehen? Na, Das schaut, also grafisch schaut das ultimativ krass gut aus. Das ist echt irre, wie wahnsinnig gut das ausschaut. Man hat so einen Anzug, an, das erinnert ein bisschen an Crysis, ist aber ein Third-Person-Shooter und hat dann auch so, so Fusion Gun, die ziemlich wild ausschaut. Es ist saublutig. Steuert sie gefühlt ein bisschen so wie Metal Gear Solid, so von der Ansicht her. Das mhm. schaut, also, da müsst ihr mal reinschauen, so sucht euch einen Trailer, ich glaube, es gibt da schon einen Gameplay-Trailer zu Black State, das schaut richtig geil aus. Das ist Bin ich gespannt. Erstlingswerk. Ja, Sag ich genau, das richtig? deswegen bin ich ja echt gespannt, was das wird. Weil es Okay. schaut grafisch überragend gut aus. Und die Kämpfe, was ich da bis jetzt gesehen habe, schauen schön wuchtig aus. Es schaut aus, als wäre es schön brutal. Und ein bisschen kreativ, wie gesagt, zum Beispiel der Fusion Gun, wenn es dann die Leute irgendwie zusammenzieht. Geil, das Hm. mengen wir. Das mengen wir. Genauso wie man mengen, dass Sony möchte jetzt mit Ding, mit seiner Woken Ghost of Tsushima-Reihe richtig expandieren. Gell? Hast du das auch schon gelesen? Dass die wollen Film, es in serientechnisch. Serien, Filme, irgendwo so im Fernsehen eine, über die Streaming-Plattformen und auch noch da hat es einfach nur noch kosten und auch noch andere Spin-offs
Keiner Ja, weiß, bietet was sich ja noch. voll an, weil das ist ja eigentlich das basiert ja auf Filme. Das ganze Ghost of Tsushima, die ganze Inszenierung, alles ist ja auf diese Dann japanischen kannst, Samurai-Filme. dann kannst du es ja auch mal in Schwarz-Weiß, kannst Genau, du ja auch durchspielen, oder? Dann, da damit gibt es es so in einen diesen alten extra Modus. japanischen Ja. Dingen, Und das ist wie ja in, filmreif, ehrlich gesagt. ja, ich habe es leider, wie gesagt, ich hab vielleicht 10 Stunden nur gespielt gehabt, aber das ist definitiv nur ein Must-Play-Titel für mich, Ja, den ich dann auch noch gern bis zum zweiten Teil schaffen möchte, damit ich dann mit dem zweiten Teil direkt zum Release einsteigen kann. du hast jetzt den Vorteil, dass du mittlerweile die Directors Edition spielen kannst mit dem Mhm. DLC dazu. Also du hast das perfekte Erlebnis. Da dem auf gar keinen Fall entgehen lassen. Das schaut auch heute noch richtig geil aus. Mit der 5 Ja, dann. gut, habe ich wieder gut aussitzen können. Um, Das habe ich wieder gut aussitzen können. Lies of P kriegt ein Sequel, soll ein Open World Spiel werden. Na! Similar to Elden Ring steht da. Haut's doch ab. Das habt ihr hier so in einem Kreuz. Na, ich weiß auch nicht. Ich habe den ersten Zuerst Teil. einmal einen zweiten Teil. Man, From Software hat jetzt auch nicht, das war nicht das zweite Spiel, war Elden Ring. Das war das 12. oder so. Also Ja, aber jetzt kann man in schon dem gut Bereich. kopieren. Jetzt kann man einfach gut kopieren. Ich weiß nicht, Hat man du. sich will. Das interessiert mich überhaupt nicht, muss ich sagen. Das Life of P, ich finde das eine coole Idee von der Geschichte her und von der Welt her. Das hätte mich schon Aber eigentlich immer interessiert. Das wollte ich eigentlich schon mal spielen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber irgendwann irgendwann spiele ich das werden wir und schaffen. Black Myth Wukong. Das möchte ich auch noch Leck, spielen. ja, das schaut auch fett aus, gell? Das schaut auch Das ist richtig gut aus. brutal. Und Warner Brothers hat auch gekündigt, also es ist auf alle Fälle, war wahrscheinlich auch zu erwarten, dass es ein Hogwarts Legacy Sequel geben wird, aber es ist einer der größten Prioritäten, dieses Sequel. Eine ihrer größten. Komisch. Da kann ich mir auch überhaupt nicht erklären, warum er gerade diese Gurke von Spiel. Nein, ich hab's nicht gespielt. Nein, mega Ähm, erfolgreich auf alle Fälle. Hat jeder ja. ist durch die Decke gegangen. Es schaut auch gut, es hat echt gut ausgeschaut und so, aber irgendwie hat es mich nie so. Ich bin auch ein Harry Potter Es ist Fanboy, aber es hat mich nicht so einfach ein gezogen. Anfängerspiel, sage ich mal ganz ehrlich. Also, wenn du mit RPGs und so weiter überhaupt keine Berührungspunkte hast und ansonsten einfach nur hin und wieder mal daddelst und einfach mega der Harry Potter-Fan bist, dann hast du mit dem Spiel Spaß. Aber jeder, der schon mal ein Spiel gespielt hat, wird da einfach gelangweilt sein. Ja, und es ist immer wieder so extremes Sammelkasala, was ich mitgekriegt habe. Ja, ja, und so komische Sachen vor Ja, allem. Also, das Buchseiten ist, und 1000 Crocs und was weiß ich für einen Scheißträger. Also. naja, ganz weird. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, da brauche ich habe mich jetzt erst mit einem Kumpel drüber geredet und dann habe ich gesagt, ist so ein Spiel, wenn ich wirklich mal so einen Leerlauf habe, wo ich gar nicht weiß, was mir jetzt gerade sieht, dann darf ich mir wahrscheinlich Legacy reinhauen. Aber aktuell habe ich so eine Pile of Shame, also das war jetzt die Pile of Shame, normal sage ich so mein Schwanz so, weil es ungefähr gleich groß ist, die ich jetzt halt lieber abarbeiten möchte, als auf einmal Hogwarts Legacy irgendeine Priorität einzuräumen. Ja, auf alle Fälle. Und es kommen ja jetzt auch wieder ein bisschen Spiele und haben seit dem Spiel auch wieder einige gekommen, die man dann nachhalten müssen vorher. Ja. Eben, ja. Was kommt jetzt im Oktober so? Silent Hill 2 kommt jetzt endlich im Oktober, meine ich? Ja, das werde ich mir ab Release kaufen und dann werde ich mir ein Instant. paar Stunden einsperren und dann werde ich das so dermaßen durchspielen. Vollgas wieder. Und da werden die wahrscheinlich auszukommen und dann müssen sie mir mit dem Schlauch abspritzen, weil sonst ausschaut wie Jackson Pollock unter Schwarzlicht. Pollock, Das Until Dawn Remaster kommt am 4.10. Hast da du das hab schon ich- gespielt? Das habe ich gespielt, das Until Dawn. Das ist ja, glaube ich, nein, das ist jetzt nicht aus dieser, wie heißt die Reihe? Und Dark Pictures. Genau, das gehört auch da nicht dazu, gell? Gehört da nicht dazu. Ist Aber aber es ist- selben Macher, aber gehört da nicht dazu. Genau, aber das ist das Einzige, was ich von denen, Entschuldigung, das Einzigste, damit man es richtig sagt, das, Mit der wo Hayden ich, Panettiere. genau, das ich davon gespielt habe, es war aber cool. Ich glaube, ich habe sogar alle lebendig ausgebracht. Ich nicht, ich habe es mit der Juliana, mit meiner Frau miteinander gespielt und das war gerade noch so durchgekommen. Fast keiner überlebt. Ja, der Philipp sagt gerade, Hogwarts Legacy war schon cool. Er hat Story und Nebenaufgaben auf 30 Stunden durchgespielt und dann war die Luft raus. Ja, Legacy, also wenn ich spielen darf, da ich wahrscheinlich auch nur Story spielen, mehr, das hat mich interessiert. Ja, genau. Jetzt hat er uns wieder unterbrochen mit irgendeinem so uninteressanten Scheiß, der Philipp. A Quiet Place, The Road Ahead kommt. Da habe ich ja eh schon mal verzeiht, dass das Spiel kommt. Der Trailer schaut, ja, es kann alles sein. Ja, ich kann glaube alles aber, dass sein. fast nichts ist. Ja, wahrscheinlich weniger. Wahrscheinlich weniger. Wobei die Zeit der Lizenzgurken ist ja Gott sei Dank überwiegend vorbei. Überwiegend, habe ich gesagt. So schlimm wie früher haben wir es bei weitem nicht mehr. Da müssen wir jetzt schon mal ehrlich sein, oder? Ja, das stimmt. Früher war das richtig geil eigentlich. Da hast du eigentlich immer sicher sein können, wenn du irgendein lizenziertes Spiel gekauft hast vom Film. Haufen Scheiße. Ja, genau. Da kommt nur Yakuza Kiwami, was auch immer das ist. Philipp, jetzt brauchen wir Es gibt alle 3 Expertise. Wochen kommt der Yakuza. Alle Irre, 3 oder? Wochen gefühlt. Wahnsinn. Irre. Ich glaube, es gibt keinen Tag, wo wir mir nicht einmal über ein neues Yakuza geschwätzt haben. Furchtbar. Ich weiß gar nicht, wer spielt denn? Es gibt wahrscheinlich Leute, die in einem ganzen Leben nichts anderes als Yakuza spielen.
Wahnsinn. Yakuza Kiwami, ich hab das nicht einmal in meiner Play 5 oder so, die ja immer nur liest, nicht einmal, was ist das? Was ist Yakuza Kiwami? Vielleicht sollte ich mal draufklicken. Release von 2017, das ist irgendeine Okay, das Neuauflage. kommt einfach anscheinend. Neuauflage, okay. Ist mir scheiße. Da haben wir Super Mario Jamboree, Super Mario Party, Entschuldigung, Jamboree kommt. Stimmt, das wird da in meiner Liste gar nicht angezeigt. Was sind das für Nazis? Da schau hin. Unglaublich. Da kann man vielleicht, Call of Duty. wann kommt denn das Jamboree? 17.10. heißt es. Da schauen wir mal, vielleicht können wir da irgendwie zum Release einen Mario Party Stream machen. Da müssen wir alle dabei sein, das wäre geil. Also mindestens, da schauen wir, dass wir auf alle Fälle zu viert sind. Der Mike wird wahrscheinlich überraschenderweise nicht dabei sein. Corby kann man dazu kriegen und dann finden wir noch irgendeinen vierten. Der Geity Boy, dann soll unser Geity Ja, Boy der noch ist doch sicher dabei. der muss aber oben ohne spielen, sagen wir. Unbedingt. Auf jeden Fall. Muss ja schön kinderfreundlich bleiben. Eben, ja. Da machen wir auf alle Fälle Mario Party Stream. Was hast du gerade noch gesagt? Call of Duty kommt wieder nice. Ja, es kommt Black Ops 6 mittlerweile. Aha. Interessiert mich nicht die Bohne. Ja, überhaupt nicht. Philipp hat gerade geschrieben, Yakuza Kiwami ist das Yakuza 1 Remake und das kommt nur für die Switch. Das war jetzt quasi der richtige Moment einzusteigen. Ja, schau gerade, dieser der beste Einstieg in die Yakuza-Reihe. War auch mein erster Teil. Hau ab jetzt, ich fange jetzt nicht mit Yakuza an. Horizon Zero Dawn Remastered kommt für PlayStation 5 und PC Ende Oktober. Ja, kann kommen. Das soll kommen, ja. Ich habe es gespielt, den ersten Teil, aber es schöne Welt, coole Idee und alles, aber ja, da war bei mir, das ist für mich wirklich so ein 0815 Open-World-Spiel gewesen. Das hat mich null fesseln können. Null. Da möchte ich nicht mal die Fortsetzung weiterspielen und normal bin ich einer, der dann alles durchzieht, aber nicht hier. Außerdem ist auch die Hauptfigur nicht schick, nur dass ich sage, das rentiert sich. Vor allem ist ja mit dem zweiten Teil ist ja noch greiseliger geworden, weil es ohnehin Ja, schon war, wenn wir ja Wahnsinn. gehört haben. Ja, das ist ja echt irre. Wo es interessant war, ist aber das Dragon Age The Veil Guard, gell? Das Ja. schaut schon wieder richtig, richtig gut aus. Das kann ein paar Stunden fesseln, ja. Ja, aber es ist ja, glaube ich, sogar nicht einmal richtige Open World. Ich glaube, das ist sogar ziemlich linear, was ich gelesen habe. Nein, die Dragon Age-Spiele, glaube ich, haben meistens nicht Open World. Aber ich hab den Vorgänger nicht gespielt und ich glaube, die Story knüpft da sogar ein bisschen an. ja, aber das das wird richtig schon ist, ganz weich, ne, sei der Anknüpfpunkt. Das kann sein, ja. Hast du Life is Strange gespielt? Das erste, und ich habe es geliebt. Kommt Das jetzt war auch eins von meinen All-Time-Favorites. Double Exposure, ist das ein neuer Ja, Teil? da oder ist ja das die wieder immer- dabei. Das ist quasi das erste Mal die Hauptdarstellerin vom ersten Teil wieder dabei. Und deswegen werde ich das auch wieder spielen, weil die anderen haben wieder andere Geschichten, weißt du, so Anthology-mäßig. Und da wird jetzt ihre Geschichte weitererzählen und das werde ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Wann kommt das? Laut meiner komischen Presser-Key-Seite hier am 29.10. Das passt perfekt. Das ist gut, ja. Baller dabei. Das kann man sich reinballen. Ansonsten, weiß ich nicht, hast du für die noch irgendeinen interessanten Release im Oktober? Dragon Ball Sparking Zero, gut. Kämpfer, Dragon Ball Kämpfer, Aber das gleiche. letztes Mal. Nein, das ist nichts mehr im Oktober. Was denn noch? Also für mich, Gott sei Dank, nichts mehr. Ja, es klang da, ehrlich gesagt. Eben, ich bin jetzt dann mit Silent Hill 2 und dann nur jetzt als Star Wars fertig machen, dann Zelda schnell durchballern. Ich hoffe, das ist ungefähr gerade so lang wie Link's Awakening. Und dann kommt eben schon Silent Hill 2. Ja, und ich Ja. habe immer noch, wie heißt was hab ich gerade? Dieses alte Horrorspiel, das eine Neuauflage gekriegt hat. Alone in the Dark habe ich auch noch daheim liegen. Das Jetzt hab ich pass noch mal auf. gar nicht nächste ansprechen können. Folge ist ja quasi in Halloween. Da müssen wir ja irgendwie ein Horror-Special machen. Ja. Da kann man sich was überlegen. So haben wir. Wir müssen ja sowieso wieder ein Halloween-Special machen für den Oktober. Gab es ja jedes Jahr, glaube ich. Also ein Zweimal auf alle Halloween-Special. Fälle, weil zweimal war ich dabei. Und einmal Ich war schon. ja ein angetrunkener Halloween-Podcast oder irgendwas, oder? War da nicht immer irgendwas? Oder Das war war Weihnachten, das war eine Ach so, Weihnachtsfolge, wo der Korbik gemeint hat, wir machen das alles angesoffen und er war der Einzige. Ja, das war super. Na, überlegen wir uns was, vielleicht überraschen wir euch mit irgendeinem tollen, super schönen Halloween-Special mal kicken. Ansonsten war ich durch. Ich möchte jetzt sowieso Ja. weiterspielen im Star Wars-Universum und dieser widerlich hässlichen Potsau von Kay West zuschauen, wie sie sich einen Namen versucht zu machen. Unbedingt.
Wow, Mach's werd ich kaputt. jetzt wieder voll kotzen mit dieser hässlichen Pritschen. Furchtbar. Muss der Pipi noch mitsingen oder was? Ja, das tue ich die ganze Zeit. Ich halte mit Händen so mit Figur drüber, wenn ich spiele. Ja, ist sauberhaft. Ja, dann sagen wir vielen Dank an alle, die zugeschaut und zugehört haben und zugehört haben werden oder zugeschaut haben werden haben. Wie ist das, der Plusquamperfekt davon? So geht nicht. Okay, ja nicht. Ihr kennt uns jetzt ja gerade hören, Steady Inklusiv, neue Hellraiser-Folge zum Remake. Übrigens, ultra woke, wir haben einen Transmenschen in der Hauptrolle des Pinheads. Puh, Ich schwierig. bin leider nicht dabei in der Folge, es waren der Corby und der Mike allein, aber mit dem Mike, den alten Nazi, und dem Doch. Corby, den alten Frauenhasser, wird wahrscheinlich auf diese Hauptfigur ordentlich geschimpft werden. Wenn ihr Hasstiraden über Transmenschen hören wollt, dann hört euch ein Steady-Abo und hört euch die Folge zu Hellraiser an. Ansonsten sehen wir uns am Donnerstag, am Feiertag, zum Kassettenschmerz. Der fällt die Woche natürlich nicht aus, den hören wir noch nach. Aber eben am Feiertag, Donnerstag, live, hier, mit dem Corby. Vielleicht mit Im dem Seppi. Internet. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. Wer weiß es, wir werden euch überraschen. Macht es gut und bis bald dann. Ciao, ciao. Au revoir.